Beste Muse ever. Ja, aber es ist gerade keine Trompete zum Hören. Das ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen dumm gelaufen einfach. Da kann der Bier nichts dafür, aber das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ah, jetzt wieder da. Aber das ist ein bisschen dumm gelaufen. Warte mal. Das Mundstück. Entschuldigung, das Mundstück ist nicht korrekt. Popomann. Habe DRRRRT, TV und ISNA wieder dabei. Ich hab mir's fast gedacht, wie den goldenen Rahmen gesehen. Nachbarland auf Ansehen an Stream #TotoBTW. Iho Asnet Sepp im letzten Stream HOSD Mereisinger Sepp genannt. Herr Reisinger, Phase 1, merci. Phase 2, ich nenne alles Sepp und aussehen. Das ist der Tröten-Sepp, ich bin der Birger-Sepp, das ist der Pip-Sepp, das ist der Borndelhans-Sepp. Der Mann, Jawohl, Transport. Herr Borndelhans, Herr Reisinger, vergelt's für den 25er wieder mal zum 30. Mal wahrscheinlich. Merci dir, Borndelhans, merci. Herr Dani! Hobby! Ich bin's, der Birger! Am Montag hätte ich was gesagt. Herren am Gleis 3 startet in Kürze. Der um 14 Minuten verspätete Sonderzug Birger Reh 4084 von Landau-Isar über Wollersdorf. Achtung, Achtung! Auf Gleis 3 fährt ein! Hofen, Wilshofen nach Passau Hauptbahnhof. Ist ja gut jetzt. Ist ja gut, wir waren das jetzt wieder, ich hab's nicht gesehen. Wer war's denn? Ich hab nicht einmal Habitäre gesagt. Der Hähnchenbau. Warum schauen denn meine Recent Events auf einmal so komisch? Der Hähnchenbau war das, ne? Der war's nicht. Der Hähnchenbau war das mit der Netti. Der Tom Black war's, vergeht's für den Euro. So, jetzt einmal, Start jetzt, Herr Löffler, auf geht's, vergeht's für den Zwickel. Hobby, ich bin's, Birger, Micke, 20 Uhr. Wir schreiben heute normalerweise, war heute Half-Life Alex gekommen. Aber, Hashtag, ja genau. Ruhe ist, die alle Erseichinger Ruhe ist. Alles Popo-Männer und Popo-Frauen. Remastered gibt's auch Oktoberfest-Kanone, Dubstep-Kanone, Smiley mit Freunden. Da gibt's eine Oktoberfest-Kanone? Was kommt da raus? Der Preis wird Messer in die Weißwurststeibe jägelt. Haben wir jetzt auch Transport 2 gekauft. Macht echt mega Spaß. Ja, ich hab Leid, danke, chills. Ich habe heute Bock auf Transport Fever 2. Warum? Weil wir es am Samstag auch schon gespielt haben und ich hatte Spaß und ich hab's auch Spaß gehabt. Und ausgeschmelzt. Ich habe heute keinen Bock auf Half-Life, wenn wir Transport Fever, ob's mickt's oder nicht. Hey Jodel, vergeht's gut. Merci an alle anderen und ich glaube, ich habe da ziemlich viel Leid gesteckt mit Transport Fever. Ich glaube, es ist so schade für das Spiel, dass das so hart untergeht irgendwie und so sehr, sehr nischige Geschichte ist, was es überhaupt nicht verdient hat. Mr. Mortes, habe dritt, vergeht's gut für den Fünfer, Brudi. So, mehr gibt's da nicht dazu zum Sagen. Weißt, Anno ist ja sicher ein riesen AAA-Game, aber Transport Fever 0 und im Prinzip sind diese zwei Spiele extrem ähnlich, bloß das Transport Fever halt einfach dasselbe wie Anno ist, bloß in schwer. RT Bürger, du Hashtag geldgeiler Wichser. Stigi, vergeht's für den Euro und der Zipfelschwinger ist der nächste. Na, was sag ich denn? Ja. Zipfelschwinger, was da geht's um ich mag Züge. Ecki, vergesst für die Mitgliedschaft im Business. Vergesst gar nicht. So, Brudi, Candy, whatever. Es ist 4 Minuten nach 8. Ich glaube, ich bin eine Minute später, weil ich kurz vorher noch schnell einen Twitch-Stream. Ja, ich hab's gesehen, da unterhalten wir uns halt nicht. Sie fix und ich hab YouPorn jetzt schon durchgespielt. Ja, dann gehst du auf Pornhub. Egal. Faultier, spiel was du magst, mir ist wurscht. Das wollte ich hören. Wollte ich hören. Ich spiele sowieso einfach das, auf was ich Bock habe. Und heute habe ich einfach mehr Bock auf Transport Fever als auf Half-Life Alex. Das haben wir dann nächsten Mittwoch. So, ich hätte so gern die Leute gerissen, aber ich darf einfach nicht. Gamekeeper vergeht's für den Euro. So, ihr Zeit. Habe die Ehre an! Die Frau Lorenz, den Löffler, den Huberbur, den Herrn Pickel, den Popomann, der Popomann, den nennen sie selber schon Popomann, der Martin Reiter, der Firehunter, der Lolol, der Lieberkassesser, der Mozog, der Fipsi, Chuchu, Motherfucker, merci dir, der Mozog, der Meister, der Herr Hupfer, der
Blutcheck, den kann ich nicht ausschmeißen. Entschuldigung, diese Lina, den BVB, den rosa Rosshabt, schon wieder Rossa, aber hätte ich schon wieder gesagt. Ein Rosshabdinger an den Bracy, an den Breselwitz, an den Krügler, an den Firefighter, an den Dettis, an den Xaudi, an den Feuerstmischkin. Ich konnte, warte, haben immer wieder so. Also. Kitty, die liegt im Whirlpool und schaut dir zu. Kitty ist eine gute. Das soll die eigentlich auch sein. Warum bin ich in dem Whirlpool? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich Zuckerbliet gelesen. Schaut sie 4 Blätter. Ich glaube, das mit Passa war eine Lüge. Das ist einfach nur Clickbait, Alter. Ich sag das, was es ist. Der Passa im Namen drin ist einfach bloß Clickbait. Nächstes beschreibe ich irgendwas anderes ein. Dann nehmen wir einen Regensburg. Und dann nehmen wir Minge. Und dann nehmen wir Linz. Und dann nehmen wir Wern. Und dann nehmen wir Salzburg. Und dann, was weiß ich. Ich habe nämlich das dumme Gefühl, dieses Spiel werden wir noch öfter spielen. Das Ding ist ja, auf die 2 Stunden, die wir heute spielen, werden vielleicht ein bisschen länger, vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich sage jetzt nicht, dass wir länger spielen. Und dann werden wir es doch nicht. Ist ja immer so, in 2 Stunden, da zerreißt du nichts. Ja, da zerreißt du nichts. Deswegen, noch haben wir die Ausgangsbeschränkung und noch muss ich auch nicht wieder ganz normal arbeiten. Ja, ich bin Ehrenbürger der Stadt Anus. Okay, hab schon mal besser eine Witze gemacht. So. Ja, dann darf ich nämlich sagen. Jetzt dampft mal Runden. Nice. Dann habe ich eine unerwartete Ankündigung. Es kommt eventuell am Sonntag, eventuell den Sonntag, ansonsten nächsten Sonntag, ein nice How-To. Einfach so. Da habe ich heute einfach irgendwann angefangen, weil wir langweilig waren, dann war es einfach mit da. Jetzt bin ich sage mal, 1/3 halb fertig ungefähr so und mal schauen, vielleicht kriege ich es fertig bis Sonntag. Was wollen Sie, das wird, sage ich euch noch nicht, aber es wird ein Add-on zu einem bereits existierenden Thema. Dann da ich sagen, Alex, Spül das ist viel Gescheites. Das ist viel Gescheites. Du willst gescheiter schreiben, aber Sachen und sie sind ziemlich nah beieinander. Aber ich weiß schon, Wurstfingern. Die Wurstfingern haben wieder zugeschlagen. Kitty! Bürgerschein und Würger muss ja sein am Mika 20. Nein, das ist schon so. Ich glaube so. Ich habe leider, danke für den Euro, liebe Kitty. Ich habe leider keine portable Streaming-Gerätschaft. Darum wird das erstens deswegen und zweitens kannst du mir vergessen, dass mich im Whirlpool hock um meinen kasigen Ranzen in die Kamera hält, Alter. Was haben sie alle mit der Shisha? Vor einer guten halben Stunde oder vor einer Stunde ungefähr habe ich mir diesen Tagesschaubericht angeschaut, da wo die Merkel-Mom und der Söder-Sepp drin hocken und haben verkündet, was jetzt demnächst passiert. Ich habe kein Wort verstanden, um ehrlich zu sein. Wann machen Geschäfte auf? Geschäfte bis 800 Quadratmeter. Der Söder sagt, das ist zu groß. Sagt kein Datum ab wann. Sagt, keine Ahnung, geht weiter Mitte Mai. Am 11. Mai, am 4. Mai. Alter, was weiß ich, Alter? Hätte ich mich hingestellt und nicht gesagt, ja genau. Keine Sau kennen sie aus, Alter. Oh, Quacksalberchen. Was? Einfach bohrisch. Einfach bohrisch kriegt alle einen nicht voller. Was? Also, grüßt alle einen nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es wieder Instagram-Werbung und ich bin drauf reingefallen. Aber danke schön für den Fünfer. Quacksalberchen, herzlich willkommen im besten Spot ins Merci dir. Meister, habe der rückgroßer Meister der Gleisenverlegung. Ja, das werden wir jetzt dann gleich sehen. So, könnt ihr mir gar nicht lange an, weißt du was? Drauf geschissen. Ich bin endlich einmal drauf gekommen, dass ich als Spiel im Hintergrund tue, anstatt dass ich mir jetzt mal einen Screenshot von irgendeinem oder ein Wallpaper von dem Spiel aussuche. Birger, da kriegst du mal, weiß ich nicht, weißt du, musst ja wieder Bill Gates, Zitat Bill Gates, du musst ja für die krassesten Aufgaben die faulsten Leute suchen, die es gibt, weil die machen da der easy peasy, oder? Immer wenn ich neue Namen lese, die mit zweistellige Beträge schmeißen, dann muss ich fast mit Fotzen schmeißen. Mr. Icy Sniper! Lackierchen muss heute mal wachsen. Lackier muss einer mal wachsen. Merci für den 10er, Alter. Ich glaub, du... Wer war das, wer? Der Killer, warum deine Donations werden ja wenn ich da gezeigt? Wauzi! Seine Reifenmonjaten da. ist FIRA Lebaka sehr Bist du eh?
Am Katzbrocken habe ich irgendwas abgeben. Am Katzbrocken habe ich irgendwas abgeben, das der mal. Sagst du, warte, in China grüß, passt du lieber auf deine Reifen auf, weil wenn der Reifen auf der Autobahn abhauen, bin ich wahrscheinlich schuld. Mr. Amset, Anni, wir sollen ihm endlich wieder spenden, hab kein Geld mehr gehabt, letztes Mal spielen wir halt was Resident Evil. Was? Heute Resident Evil. Das spielen wir im nächsten Montag. Ich weiß schon, normalerweise darf man heute Half-Life spielen. Der wir aber heute nicht. Mag nicht. So, jetzt ist er Ruhe. Donation Sounds sind jetzt aus. Seiching, Vergelt's für den Euro. Hab da einen Link von der Oktoberfestkanone auf Facebook geschickt. Schau mir noch an. So, jetzt pass auf. Mir der mir jetzt folgendes. Geht da ein Ton? Jetzt hier ein Ton vom Spiel? Ich glaube schon. Ich hab da ein bisschen leise drauf, sonst ist die Hintergrundmusik so laut. So, der mal auf 5. So, wer am Samstag nicht dabei war. Das machen wir erst einmal. So, okay, vergesst über den Film, da hast du verdient. Dein Lied und deine Musik ist einfach leibend, lieber Chris aus Kärnten. Das habe ich bis daher gehört, dass du aus Österreich bist. Vergesst gerade Special Greets an die Lieblingsnachbarn. Ab in den Chat. Hashtag Lieblingsnachbarn. Brudi. So, wir drücken jetzt da einmal auf Fortsetzen. Wir haben nämlich am Samstag schon angefangen. Da haben wir gepflegte 4 Stunden gespielt. Die Hauptaufgabe in Transport Fever ist, Scheißdreck von A nach B zu transportieren. People zum Beispiel. Irgendjemand hat mit einem Fünfer geschmissen, ich hab's nicht gesehen, es tut mir schon wieder leid. Währenddessen kann ich ja da einmal raustappen. Wer war das wieder? Der Leibbeini war es nicht. Icy Sniper war es auch nicht. Der Herr Stockner mit dem Zwickel, Kruzifix, warum sehen das schon wieder nicht? Wer war denn das wieder? Ich sag doch das selber nicht! Wenn du über den scheiß Dings da... Leibbeini! Vergesst für den Euro! Was ist denn das wieder? Hab ich das jetzt gerade richtig gesehen da? Oh, Achtung, Musi ist jetzt da. Nice. Oh, gibt's heute wieder Keys? Ich weiß nicht. Fragt's den Dampfexpress im Chat, ob es heute wieder Steam Keys gibt. Ich weiß nicht, ob noch welche übrig sind. Es geht aber auch nichts weiter. Vollshot. Du bist der Schweizer, wenn ich mich richtig erinnere. Dass ihr sowieso alle reich seid. Beschwer ich mich doch jetzt nicht, aber stop it! Herr Vollshot, merci, Alter. Was soll denn der Song dazu, Alter? Was soll der Song dazu, Alter? Merci. Küss dein Bandscheiben. Und die oberste und die unterste. Ist das okay? Ist das okay? So. Bitte. Das hast du jetzt aber nicht zweimal gespielt, oder? Jetzt krieg ich einen kleinen Vogel. Herr Vollschott, ich krieg einen Vogel. Ich hau den Knockert Nosch. Ich sag das, ich hau den Knockert Nosch. Ist das okay? Oder radikal ist, weiß ich übrigens nicht. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Den habe ich gefressen. Beziehungsweise der Katzbrocken hat gefressen. Der hat zusammengeschlagen und gefressen. Jetzt hört's halt auf. Leute, hört's halt auf. Grüß aus Minger, jetzt kann der Abend nur gut werden. Herr Bierbuffet, zapft eine halbe, sauft das Ei in den Shell. Jetzt laden wir uns zurück, solange wir in der Woche, zumindest in der Woche noch dabei sein. Oh, da schau hin. Da schau hin, da sind wir. So, Freunde der Sonne, what the fuck? Jetzt hört's auf mit der Spinterei, weil ich jetzt nicht mehr aufpassen kann. So. Wo haben wir das hier ist ein Pichler! Fix jetzt! Fix mal! Hört zu die Zauf, Bitchin! Bossau! Nebo! So, dann! Linz! Nebo! Haben wir letzte... Sir, can you please stop this? Grüß aus woher? Aus Braunau? Jetzt wenn's nicht gleich auf jetzt. Dann schalte ich den Stream aus. Mr. Golffahrer, dere Leute, dere zurück, merci dir. Herr Ordner! Braunau! Alter, 50er ist einfach zu viel. Okay? Bitte hört's jetzt auf. Bitte. Danke. Bitte, danke. Okay? Bitte. Danke von ganzem Herzen, ganz ehrlich. Dein Bandscheiben küsse ich auch ganz oben und unten. Okay? Ist das okay? Und ich steck meinen Finger so ein bisschen rein. Das ist richtig unangenehm, wenn du nicht aufhörst. Okay? So, schnauzen jetzt! Ich darf gerne was wieder spielen. Heute ist es ein wenig gemütlicher als sonst. Vielen lieben Dank, Alter. Ganz ehrlich. Heute ist es ein wenig gemütlicher als sonst. Was ist Transport Fever? Transport Fever ist ein Aufbaustrategiespiel, bei dem es darum geht,
Städte mit Dingen zu versorgen, mit zum Beispiel Nahrungsmitteln und Treibstoff, ein Personenverkehr aufzubauen in Form von Bussen, Schiffen, Zügen, Flugzeugen und so weiter und so fort. Es ist im Prinzip ähnlich wie Anno, bloß in der Moderne angesiedelt, und Anno hat so ein bisschen das Problem, dass das einfach in Raster baut wird. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll, und in dem Fall, im Transport Fever-Fall, kannst du einfach frei bauen. Ja, Straßen, Gleise, Wasser, Terraformen, du kannst Baum pflanzen, jeden Scheiß kannst du machen. Wir haben letztes Mal angefangen mit Passau, da haben wir eine schöne Buslinie rundum gebaut, dann haben wir einen Hafen hingebaut, haben wir rechts eine Schiffsverbindung nach Linz geschaffen und dann da drin einen Busverkehr geschaffen, und dann haben wir den ersten quasi eigentlich schon sehr ergonomisch geformten, jetzt was gesagt, Herr Graz, aber geht's gut, ergonomisch geformten Kreislauf von Personen geschaffen. Dann haben wir Graz angeschlossen, und in Graz, da haben wir schon völlig eskaliert, oder? Da haben wir schon völlig eskaliert. Und zwar haben wir nämlich da von der Ölquelle zur Ölraffinerie nach da unten ein Gleis gelegt zum Kunststoff. Der Kunststoff wird dann da aufgefahren, wird da ausgelagert, und der lustige Korn da, zack, wieso zur Hölle ist der pink, oder? Wieso ist der pink? Ah, das ist unser Straßenfahrzeug Nummer 12. Sagt man da herum in diesem kleinen Ding. Die haben wir nochmal verfolgen. So, yeah. Alter, warum? Fix mal, Alter! Stop it now! Warum? Get some help! Goddammit! Wer war denn das? Stefan! Ich mag nichts sagen dazu. Merci dir. Was hast du denn geschrieben? Scheiß dir nichts am Feigen. Gut? Dann halt nicht. PS? Rest in peace, Mr. Headphone User. So, wo haben wir? Da haben wir. Ihr erklärt doch nichts mehr lang. So. Danke, Alter. Jetzt hört's auf, Raiden. Bei Passau geht mir die Ilz ab. Ja, das stimmt. Aber da brauchen wir noch viel mehr Geld. Was ich gerade feststelle bei so was. Also das erste, ich fahre mir jetzt mal rauf, jawohl. Dann könnt ihr nämlich da meinen Kontostand ablesen. Und da, wie viel das wir aktuell plus machen im Jahr. Ich glaube, das ist eine Jahresrechnung. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, eine Jahresrechnung. Momentan haben wir ganz gut dabei. Alle unsere Linien laufen wie Sau. Jetzt ist eigentlich so die Frage, was der wir als nächstes? Ich habe so ein bisschen einen Major Plan. Mein Major Plan ist nämlich, dass wir einmal die erste Rundfahrt für per Gleis machen. Das heißt also Personenzuggleis. Die kannten wir uns mit 56 Millionen, und wir haben ja definitiv einen Plus, und ich lasse da auch die ganze Zeit mit Absicht Geschwindigkeitsstufe 3 drin, damit wir einen Haufen Geld haben, weil das kostet jetzt ziemlich viel Geld, was wir gleich vorhaben. Kann man mir jetzt bitte aufhören endlich? Kruzifix. Danke, Leute! Ohne Scheiß! Jetzt lasst mir einfach was dafür! Ich lasse es einfach spielen! Kruzifix! So, der Masterplan ist nämlich folgender. Wir machen mal lauter geschlossene Personenkreise, damit wir die Leute dazu bringen, dass sie umsteigen müssen. Das heißt, ich hätte mir so einen Kreis vorgestellt zwischen Straubing, Wern und Landau. Ich konnte Musik nicht mehr leise machen heute. Pass auf, so machen wir Soundeffekte, machen wir auf 5 und da machen wir mal so leise. Ist das in Ordnung? 3 Dezibel leise, wer war denn das jetzt wieder? Killerkeks, danke. Was ist denn heute los? Weiß ich nicht, hat eigentlich irgendjemand mitgekriegt, dass 3/4 Deutschland in scheiß Kurzarbeit ist und die nächsten 3 Monate wahrscheinlich kein Geld verdienen? Wer dann mir scheißen's zu, weiß ich nicht. Reisinger, ist das kein Kontostand von diesem Ja, das war schön wieder. Und beide bloß so da sitzen. Und dann war alles wurscht. So, anwenden. So, besser so? Es ist Musik und Voice-Lautstärke angenehmer, ich hoffe. So,
Und dann da die nämlich sagen, dass wir da so einen Kreis bauen zwischen Straubing, Wien und Landau. Und die 3 Städte haben so schön da so in einem Dreieck, dass ich später da wahrscheinlich da einen Flughafen herbauen werde und dann 3 Buslinien, die da herführen. Und diesen Flughafen, den schickt man dann quasi, also diesen Pulk an Menschen aus diesen 3 Städten, die schickt man dann da auf. Ja, ich sag da zum Beispiel zwischen Graz, Cham. Was zum Teufel ist ein Heustreu? Warum heißt denn da Stadt Heustreu? Warum ist denn das am Samstag kaum aufgefallen? Kann man das... was haben wir für einen Stadtnamen? Haut's irgendeinen Stadtnamen rein? Uffing. Was ist ein Uffing? Tu ein Uffing ein. Haut der mal Uffing ein. So. Ich weiß nicht, was Uffing ist und wo das ist, ob es überhaupt gibt, ist mir auch scheißegal. So. Haben wir Neumark, Graz, Cham und Uffing. Ja? Und da bauen wir auch so ein schönes Viereck mit Zügen. I like trains. Und in der Mitte wieder ein Flughafen und dann verbindet man den Flughafen da herum mit dem Flughafen da unten und dann regnet es hier die Kohlen runter. Dann regnet es hier die Kohlen runter. Brudi, dann regnet es hier die Kohlen runter. So, was wir uns auch noch überlegen können, damit wir, Passau tut sich ein wenig hart mit dem Wachstum. Ja? Schauen wir mal Diagramm. Passau hat angefangen mit geschissene 110 Einwohner bzw. Arbeitsplatz und jetzt sind wir bei 80% Zuwachs, weil wir eine volle Nahrungsversorgung haben. Und wir haben ein ziemlich gutes Verknüpfungsnetzwerk zu nach Linz mit dem Schiff und so weiter und so fort, aber der Passau wird nicht mehr recht viel größer werden. Was wir noch machen können, ist, dass wir Öl wieder zur Ölraffinerie, dann das Öl zur Treibstoffraffinerie bringen und dann wieder zurück nach Passau kutschieren. Vielleicht braucht da rund auch irgendjemand Treibstoff. Nein, natürlich nicht, das war zu schön gewesen. Mir braucht Treibstoff da herunten und ansonsten braucht Uffing Treibstoff, das ist aber irgendwo da herum, das können wir sicher separat irgendwo produzieren, beziehungsweise das kann man sogar dort produzieren. Ja? Da ist die Ölfabrik, das können wir gleich da rumfahren lassen und können wir es da nach Uffing. Also es gibt jede Menge zu tun. Die Frage ist jetzt, mit was fangen wir an? Gleisrundfahrt, Passau mit Treibstoff versorgen, Uffing mit Treibstoff versorgen. Bitte in den Chat, das erste, was ich lese, der mal. Das Nussbeini wohnt in Uffing. Hast jetzt einfach Glück gehabt, dass ich dieser Kack gelesen habe. Bahn, Gleisrundfahrt, Gleisrundfahrt. Okay. Dann schauen wir mal, wie es da ausschaut. Wir haben einmal Wien, wir haben einmal Landau und wir haben einmal Straubing. Wir haben 140 Einwohner in Landau, also die haben noch keinerlei Zulieferung oder irgendwas, die haben bei 0. Also die haben 0 Wachstum. Dann haben wir Wien, bei denen haben wir schon ein bisschen was gemacht zumindest. Die haben zumindest einen Verkehrspunkt und einen Verkehrsanschluss per Schiff nach Linz. Dann haben wir in Straubing und Straubing ist eine große Stadt. Straubing hat 243 Einwohner mit 0 Versorgung. Das heißt, die können wir richtig groß aufblasen, wenn wir denen später Baumaterialien und das andere ist Werkzeug, glaube ich, liefern. Also, aber nichtsdestotrotz fangen wir mir jetzt erst einmal an, die Bahnhöfe zu konzipieren. Maxi, danke für deinen Euro. Bussi aufs Nussi. So, wir schalten mal um auf Gebäude. Mein Plan ist da wieder so... den Bahnhof so zentral wie möglich in der Stadt zu platzieren, vor allem, wenn es eine Rundfahrt wird. Ja, wenn das kein Kopfbahnhof wird, wo es Endstation ist, sondern wenn das Ding immer im Kreis fährt. Hitschbau ist der... Das habe ich jetzt nicht lesen können, tut mir leid. Dann mache ich die Dinger meistens zweigleisig, mindestens. Das gelangt normalerweise überall hin. Machst 240 Meter lang, wir brauchen Hochgeschwindigkeitsgleisen, dann sieht man das eigentlich gleich ziemlich gut, wie fett das dieser Bahnhof wird. Aber später, wenn dann Landau Zuwachs kriegt, dann wächst da wunderschön alles rundherum. Und aus dem Einser habe ich mir auch gewohnt, an die attraktivsten Personentransportstellen wachsen die, wie soll ich sagen, die Einwohnerhäuser einfach am schnellsten und vor allem auch am höchsten. Darum, und da müssen wir jetzt kurz mal in den sauren Apfel beißen, drücken wir mal auf Pause und rasieren wir diese Straßenteile da weg und bauen wir mitten da unseren Bahnhof. Warum hat unser Bahnhof keinen verdammten Straßenanschluss? Kann man das etwa sagen? Den werden wir wahrscheinlich modular hinzufügen müssen. Das ist aber nicht so schlimm. Den baue ich jetzt mitten da nach Landau ein. Wenn er nicht ganz passt, dann werden wir das schon sehen. So, dann konfiguriere ich diesen. Man konnte dann erweitern um Plattformen, Passagiergebäude und lauter so ein scheiß Gütergebäude, verschiedenes. Und was mich gerade so ein bisschen stört ist,
Es gibt, glaube ich, in dem Ding keine Straße. Gibt es in dem Ding keine... Bin mir nicht mehr sicher, Alter. Da gibt's keine Straßenanschlüsse mehr. Ja gut, ist wurscht. Wir bauen mal unseren Straßenanschluss einfach anders. Nämlich, da bauen wir mir jetzt einfach rundrum. Weil es muss ja trotzdem der Personenverkehr in der Stadt noch funktionieren. Und ihr redet das übrigens einfach nicht so, sondern das ist tatsächlich innerhalb der Stadt so. Zeige ich euch nachher mal, wenn es ist. So, da machen wir da eine Nummer. Und dann machen wir da eine Nummer. Und dann kommen wir eigentlich einmal grob, pass auf, gehen wir auf die Gleise, Elektrogleise. Und die Häuser, die wir da abreißen, die bauen sich ganz schnell wieder von selber. So, bauen wir das erste Gleis da raus und das erste Gleis da raus. Und auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe. Weil die ersten Meter aus dem Bahnhof aussehen und einer möchte ich immer so haben. Wieso kann ich da jetzt wieder nicht bauen? Was ist denn das wieder für ein Hurenscheiß? Was ist denn das wieder für ein Hurenscheiß? Grüezi, Neufeier, Himmis, Sackel, Fackel, Zifix, Mare, Hollerstein. Das heißt, machen wir ein bisschen so, dann sehen wir das besser. So, erst die Gleise, dann die Straße. Manchmal hat es ein paar so, dadurch, dass das halt nicht wie ein Anno. Herr Hitschbau! Mosi soll ich glauben, ich hab's wieder nicht lesen können. Dadurch, dass das halt alles so frei ist und nicht wie ein Anno an einen Raster gebunden ist das Baumenü natürlich auch ein bisschen frickliger als in Anno. Dadurch aber auch besser. Ja. So, ich würde sagen, in fucking Landau steht fürs Erste einmal der Bahnhof. Da hat jetzt noch kein Mensch nicht drauf Zugriff. Die Frage ist, wie wir das Problem regeln. Und zwar ein Passagiergebäude. Das können wir einmal da her bauen. Das bauen wir, weil es wurscht ist. Und da bauen wir auch eins her. Können wir ein kleines Ei bauen? Scheiße, haben wir zu eng gebaut, gell? C-Fix, da haben wir zu eng gebaut, aber das ist wurscht. Es gibt Verschiedenes und dann gibt es da so Seiteneingang. Straßenzugang für Passagiere und Güter. Das heißt, wo kann man das hinbauen? Kann man das da hinbauen? Und dann kann man da, jetzt bei so wir haben jetzt quasi den Bahnhof noch nicht mit der Straße verbunden. Das heißt, Leute kommen da gar nicht hin, selbst wenn sie wollen. Entweder wir reißen jetzt die Straße weg oder wir reißen unseren Bahnhof noch mal weg. Mosi! Vergeht's gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ja, das war dumm. Und nochmal abreißen! Hashtag ProGamer! So, andersrum. Andersrum. Geht das andersrum? Andersrum geht wieder nicht. Meine Fresse, Brudi. Meine Fresse, Brudi! Dann tue ich die Gleise nochmal weg. Dann machen wir es halt nochmal neu und in gut. Ja, machen wir es neu und gescheit. Haben wir nicht so Gaudi da. So, gib's mir mal hier den Bahnhof. Gib mir den Bahnhof, Brudi. Gib mir den Bahnhof. So. Jetzt haben wir einen Einflussbereich. Zack, 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 zack. Den bauen wir da ganz ohne. Und dann schaut das gut aus. So, was jetzt natürlich nicht so super toll ausschaut, ist diese Straße da. Aber die reißt man auch komplett weg, weil es uns einfach total wurscht ist. Und dann bauen wir an, jetzt pass auf, dann bauen wir an diesen Bahnhof auf der anderen Seite auch noch einen Zugang. Und zwar, da bauen wir einfach den gleichen, weil so einen riesen Zugang werden wir noch nicht brauchen. Machen wir so, 1, 2 und 2. So, dann haben wir da einen sauberen Bahnhof. Einen beidseitigen Bahnhof vor allem. Und dann kriege ich jetzt wahrscheinlich ein Problem mit dem Straßenbau da, aber das ist auch nicht so schlimm. Den machen wir direkt von da weg. Das geht wieder nicht. Ja, dann müssen wir die ganzen Dinger wegreißen. Hilft uns nichts. Die werden schon wieder nachgebaut. Der zeigt nicht an. So, da ist wieder auf alle Fälle eine schöne Todeskanten drin. Die schottern wir überhaupt nicht. Was haben wir da? Zack. Oh, wir müssen wieder Hashtag zack das Böhnchen, Alter. Zack das Böhnchen, Brudi. So. Ja, das gewinnt jetzt natürlich noch keinerlei Schönheitspreis. Das ist mir auch bewusst. Das ist aber auch nicht schlimm. Machen wir da den Bahnübergang und den anderen Bahnübergang. Und dann braucht man hier Gleise. So, die lassen wir wieder straight gerade rausgehen. Und an diese knüpfen wir dann an. Gerade mal. Herr Rilling! Busbahnhof dazwischen.
Der Busbahnhof dazwischen, den werde ich wahrscheinlich daher bauen. Ja, das Problem bei diesen, bei den Bahnhöfen mitten in der Stadt ist, dass ich im Prinzip 2 Buslinien brauche. Einmal für Nordlandau im Prinzip und einmal für Südlandau. Die bauen wir aber später. Jetzt bauen wir erst einmal unseren kompletten Rundrum-Dings. Unseren kompletten, wie soll ich sagen, Rundrum-Kurs. Da drücken wir mal wieder auf Play. So, seht ihr, wie sie sofort wieder Teiser hinbauen. Also Landau verliert deswegen nicht an, wie soll ich sagen, an Grundgröße. Das baut sich jetzt wieder so weit auf, bis ungefähr, wie viel waren es? 140 Einwohner, glaube ich, oder? Ja. So, dann denken wir mal so grob weiter. Wir können da wirklich eine wunderschöne gerade Linie da aufziehen bis auf Straubing. Und in Straubing machen wir jetzt im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, wir müssen aber da auf Pause drücken, weil sonst bauen sie uns da ständig die Dinger in den Weg, also die abgerissenen Gebäude wieder in den Weg. Das ist ein bisschen behindert. Wir drehen mal unseren Bahnhof. Schauen wir, dass der da links und rechts schön angeschlossen ist und dass er einigermaßen parallel zur Straße verläuft. Dann zipfelt man sauber hin, konfigurieren wir. Machen wir Passagiergebäude, jawohl. Das der wir da hier, oder wo, wie ist das? Das ist ein Hauptgebäude, Passagiergebäude. Was bin ich für voll Depp? Bauen wir das da, damit es wieder ein schöner beidseitiger Bahnhof ist. Wunderbar, 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 wunderbar. Dann nehmen wir die Gleise gleich mal und verlängern wir die geradeaus außer. So, Nummer 1, Nummer 2. Und mit dem Ding da machen wir es genauso. Ja, die kleine Straße da, die können wir straight up gleich auch also lassen. Das schaut ganz akzeptabel aus. Dann machen wir so. Das ist aber der Teil, der mir nicht so gut gefällt. Jetzt pass auf. Machen wir jetzt so. Ja. Gleich doppel, also eine zweifache Straße hinbaut. Ohne, da muss ich jetzt vielleicht die Häuser nicht abreißen. Das war jetzt gar nicht so verkehrt. Das gefällt mir nicht. Nein, Kinder, das gefällt mir nicht. Da reise ich lieber die Häuser ab. Wenn die Straße nicht gerade ist, kriege ich einen Schlaganfall. Wenn die Straße nicht gerade dahinter ist, kriege ich einen Schlagerl. So. Schaut gut aus. Da bauen wir eine kleine Verknüpfung her. Dann bauen wir eine da direkt noch gleich die Verknüpfung durch. Da ist das alles schön miteinander verknüpft. Da passt das. Weißt du, wenn wir schon dabei sind. Dann machen wir es da auch noch gleich. So. Bis da rum. Und dann verknüpft man das da rum. Ja, einfach schon mal vorgefertigt, so ein bisschen das Straßennetz wieder aufbaut, weil der AI, also der Computer, der sich da selber die Stadt aufbaut, wenn die am Wachsen ist, baut ab und zu schon einmal ein wenig einen Scheißdreck zusammen, so ist es nicht. Auf alle Fälle haben wir jetzt in Straubing einen und jetzt müssen wir quasi da so eine Kurve fahren und straight da zurück. Dann darf ich nämlich sagen, Wien bauen wir, jetzt pass auf, in Wien bauen wir einen Bahnhof so, dass man quasi Straubing von oben reinfährt und nach unten wieder wegfährt und den bauen wir straight auch da rein. Das heißt, da müssen wir ziemlich viel abreißen, aber das hilft uns nichts. Kinder, das hilft uns nichts, das ist am Anfang immer kreislig und ich finde das auch gar nicht so super geil, weil ich meine so, aber das, da ist so viel Zeug weg und Ding, aber das kommt schon wieder. Ja, das musst du einfach, das kommt schon wieder. Brudi, kommt schon wieder. So, jetzt muss ich da bloß einmal ein bisschen, warte mal. Oh, jetzt haben wir aber Bushaltestellen weggerissen, kann das sein? Ja, ist nicht so schlimm. Die bauen wir wieder hin. Die bauen wir mir wieder hin. So, ist das einigermaßen parallel, ich würde schon sagen. Ja, wunderschön, Alter. Wunderschönes Ding, du. Brudi, wunderschön. Brudi. Oh, und das haben wir genau ausgemessen. Das war ein Augenmaß. Ja, perfektes Augenmaß, Alter. Das können wir genau da hinbauen. Tippitoppi. Tippitoppi, Kinder. Das wollte ich sehen. So, dann gehen wir her. Führen wir die Straße weiter. Die verbinden wir gleich da, weil warum nicht? Haben wir so, wie viel Geld haben wir? Schaut mal, unsere Einnahmen sinken auf minus 13 Millionen. Jetzt haben wir gerade mal geschissene Bahnhöfe gebaut. Mehrere haben wir gar nicht da bis jetzt. Na, Vollgas im Minus, aber wir haben noch 48 Millionen auf dem Konto. Da können wir schon noch ein wenig werken. Jetzt mir kauf. So, Gleise aussehen. Gerade machen. Man muss nämlich auch das Gefälle berücksichtigen, da wird der Zug langsamer. Und je gerader das er halt immer unterwegs ist, desto schneller kann er fahren. Dann habe ich gerade was bemerkt. Moment einmal. Wir haben da herum eine Warnung. Oh mein Gott.
Linie melden folgende Probleme. Der Wiener Bus hat keine verfickte Haltestelle mehr. Was tut denn dann der Wiener Bus? Bleibt er einfach stehen und schaut ein wenig blöd, oder? Ja genau, da sehen wir jetzt ein schönes Problem, was ich vorher gemeint habe. Wir haben jetzt einmal Wien Nord und Wien Süd. Was haben wir da? Harmonenwirt! Vergesst für den Fünfer, also ich hab... Was? Oh, ausnahmsweise schau ich. Hast einen YouTube-Chat hergenommen? Kann ich nicht. Doch, da kann ich! Also ich hab meine AirPods drin und meine Ohrwaschel geht noch gut. Ist das so? Merci dir. So, da sehen wir jetzt wunderschönes Problem, das ich vorher gemeint habe. Unser Bahnhof, der teilt jetzt unser Stadt in 2 Hälften. Ja? Vor allem für den Personenverkehr, PKWs und vor allem auch Lastwagen und so, die später da Waren einliefern müssen. Und in der Bushaltestelle habe ich jetzt da einfach abgeschnitten. Was ein bisschen dumm ist, natürlich. Und die bereits bestehende Linie, die sagt jetzt natürlich, hey, kaputt. Wien-Bus, da sehen wir mir auch wunderschön von oben, die rote Linie, die ist da einfach abgeschnitten. Es geht von 1, 2, 3, 4, 5, da so rundherum, bla bla bla. Und im Birkenweg, war ja der Birkenweg wieder. Und da ist eine Station, die heißt jetzt halt am Bahnhof und lauter so ein Scheiß. Das heißt, wir müssen die Linie korrigieren. So, und zwar, wir müssen am Bahnhof löschen und die Talstraße löschen. Das ist einmal die Talstraße, drücken wir auf das X, dann ist es weg. Dann drücken wir auf am Bahnhof, das ist ein Bahnhof, ja, da kommt kein Bus nicht hinfahren, das geht so nicht. Drücken wir auf X, passt. Dann müssen eigentlich, schauen wir mal die Wiener Linie an, verstehe jetzt nicht ganz, warum man da auf einmal so einkehrt und nicht einfach wieder da reinfährt. Das, Freunde, verstehe ich nicht. Weil wir einen Schulweg da auch noch haben und den müssen wir auch abreißen. So, zack. Zack, das Bündchen, wohlgemerkt. Hashtag zack, das Bündchen. So, das hat er beim letzten Mal schon gemacht. Warum er da so eine behinderte Runden fährt, das weiß der liebe Gott, ich weiß es nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Eventuell, weil ich die Bushaltestellen da versetzt gebaut habe. Kann es sein? Jetzt warte mal, das probieren wir jetzt aus. Gebäude, Bushaltestelle. Und schon geht's. Ah ja, wieder was gelernt, schau her. Die 2 Bushaltestellen versetzt und dann fährt er einmal im Kreis rundum, was vollkommener Schwachsinn ist. Jetzt fährt er eine schöne Linie rundherum. Aber wir kriegen natürlich das Problem, dass die Bushaltestellen nicht mehr auf die südliche Seite her gelangen. Das heißt, wir müssen später, wenn Wien ein bisschen gewachsen ist, südlich einfach und Bushaltestelle war auf der falschen Seite. Das ist richtig, deswegen baue ich immer 2, weil es dann wurscht ist normal. Aber wenn du das versetzt baust, dann passiert das. Südlich ein zweites Busliniennetz bauen, wenn da mal mehrere Dinger sind. So. Freunde der Sonne, unsere Bahnhöfe stehen. Das heißt, wir haben einen Landau am Bahnhof, wir haben einen Straubing am Bahnhof, wir haben in Wern haben wir einen Bahnhof. Jetzt machen wir mal die erste Gleisverbindung zwischen Wien und Landau. Ein bisschen kreiselig ist, dass wir da ziemlich scharfe Kurven fahren müssen, genauso wie da, aber das wird uns einfach nicht helfen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das so mache. Damit ich da jetzt nicht, wie soll ich sagen, 110 Grad Kurven aufmache, mache ich das meistens so. Ich mache da einen geraden Ding her. Dann mache ich da einen geraden Ding her. So, und dann mache ich da einen auf. So, wir sehen schon, allein das Gleisstückel kostet so 600.000. So, das gehen wir ungefähr da auf. So. Das schaut gut aus, Dann werden wir es begradigen. Und drücken wir OK. Und dann ist jetzt noch die Frage, was für Gleis das wir da nehmen. Wir nehmen das äußere Gleis. Ah, das ist aber keine schöne Kurven. Nein, Birger, das ist keine schöne Kurven. Nein, Birger, das ist keine schöne Kurven. Reißt man noch ein Stück weg. Das ist eine schöne Kurve. Schöne Kurven, Alter. Wer ist da wieder? Händchenbau, vergesst für den Drilling. Nein, Birger, wir gehen dir schon auf die Nerven. Nee, Hashtag nicht die. Ich passe gar nicht mehr auf. So, wir nehmen das Außengleis. Ganz wichtig, Außengleis, merke. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich nehme das äußere Gleis, also das da. Zack, verbinden wir das da hier. Dann müssen wir da wieder ein Stück kürzer machen. Und dann verbinden wir das da hier.
So, und dann ist es quasi so eine futzengrobe, scheißenge Kurven und der Zug kann einigermaßen sauber da durchfahren, ohne dass er extrem viel an Geschwindigkeit verliert. So, jetzt nehme ich da auch wieder das äußere Gleis von den zwei, ja, am Außenring quasi, damit sie die Gleise dann später nicht überkreuzen und ich alles doppelt und dreifach machen muss. So, wir verlängern auch erst ein Gleis, weil mehr braucht man sowieso noch nicht. So, ab in die andere Richtung. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man nach Straubing ziemlich straight gerade ausbauen. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Dann machen wir jetzt einfach einmal bis daher. So. Und dann nehmen wir wieder das Äußere. Oh, da müssen wir unseren ersten Tunnel müssen wir bauen. Oh, und dann können wir mit der Brücke auch. Alter, was ist das wieder für ein gestörter Scheiß? Da, schau dir das an. Dann kostet die Scheiße, die 5 Meter Gleis da kostet 1,5 Millionen. Bist du deppert? Einen Tunnel lasse ich mir schon eingehen. Ja, ich meine, da ist ein Bergerl, sagt man. Ein Bergerl mit ein paar Bäumerl. Ein Bergerl mit ein paar Bäumerl, da bauen wir unten durch. Ne? Hashtag ProGamer. So, nein, so machen wir. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie und wo wir da ungefähr zusammenlaufen. Daten. Das heißt, wir können das da mal wieder löschen. Und dann bauen wir da ein wenig mehr gerade aus. So ungefähr. Ja, das schaut ja gut aus. Und dann ziehen wir instant. Bis da schaut das gut aus. Hey, da kann der Zug durchgehen, 300 fahren, das passt. So, was ich normalerweise übrigens auch noch mache, wenn ich einen Haufen, also wenn ich irgendwann so viel Geld habe, dass es wurscht ist, dass ich nicht mehr aufs Geld schauen muss, dann kann man da umeinander terraformen. Und zwar, ihr seht schon, was passiert. Da brauche ich nicht recht viel dazu sagen. Du kannst dann das glätten, dann schaut das halt nicht mehr so kacke aus da. Ja? Dann schaut das nicht mehr so, da hat er mittendurch einfach eingebaut und ich mache dann den Pinsel dauerhaft groß und so stark wie es geht und dann fahre ich immer einmal da über meine Gleise drüber. Aber wie wir schon sehen, der Klick hat jetzt 130.000 gekostet. So, der Klick hat 150.000 gekostet. Der Klick hat 200.000 gekostet oder 180.000. Aber das Gelände schaut nicht mehr so dermaßen beschissen aus. Das mache ich normalerweise immer ganz am Schluss. Was man übrigens auch machen kann, ist auch ganz cool. Das ist im zweiten Teil neu. Man kann, wie soll ich sagen, ich glaube, man hat quasi Brushes, also so Bämsel auf gut Deutsch gesagt, und man kann dann so Texturen aufs Gebiet malen. Also es ist im Prinzip echt eine 100%ige virtuelle Modelleisenbahn und geiler geht's eigentlich nicht mehr. Ja, und es ist eine Schande. Es ist eine Schande an die Gaming-Welt, dass das Spiel so unbekannt ist. Das ist eine Schande. Eine Schande ist das. So. Dass Spiele wie City Skylines so einen Erfolg haben, das kann ich nicht verstehen. Ich kann es schon verstehen, das sind auch gute Spiele, aber warum das nicht? Verstehe nicht. I don't get it. So. Wir haben Obacht, Wien. Jetzt gehen wir mal wieder auf Play drücken, damit mal wieder Geld reinkommt. Wien mit Landau verbunden. Wir haben Landau mit Straubing verbunden. Und jetzt müssen wir so eine ähnliche futzengrobe Kurven fahren, von Straubing aus auf Wien rein. Und aus Wien außer ebenfalls. So, dann zoomen wir mal da rein ins Viech. Dann darf ich sagen, machen wir mal so. Ja, das ist okay. Und dann müssen wir uns mal grober Richtung ausdenken, so da durch, müssen wir mitten durchs Feld durch. Das ist nix. Da fahren wir jetzt da 4er. Und dann fahren wir da so, ich weiß nicht, wie wir da fahren, das ist ein bisschen blöd. Da machen wir jetzt eine 90-Grad-Kurven da auf, jetzt bei so Wacht. Da machen wir jetzt eine 90-Grad-Kurven da auf, da fahren wir jetzt da so her. Okay. Jetzt pass auf. Aber dann wird der Weg so weit, das gefällt mir auch nicht so gut, muss ich sagen. Das heißt, wir fahren mal Kreuz Teufel straight da durch die Felder durch, der baut sich seine Felder dann schon wieder woanders hin. Der zeigt mir nicht an, der baut sich seine Felder dann schon wieder irgendwie da hin. So, dann machen wir so. Ja, und dann ziehen wir jetzt einmal eine lange, jetzt ziehen wir mal eine ganz lange. Ja, das schaut doch gut aus, oder? Das schaut doch instant gut aus. Die bauen wir jetzt einfach einmal da her. So, schön. Wir erinnern uns dran, wir nehmen das Außengleis her und nicht das Innengleis, sonst können wir wieder von vorne fangen. So. Und dann kommt eine ganz lange, ganz gerade Strecke, das passt auch. Und dann, nein, das gefällt mir jetzt noch nicht so gut, muss ich sagen.
Was ist das für Fut? Weißt du, was hat denn der Computer denkt, wie er die Straße baut, oder? Warte wieder, weiß ich nicht, dann kannst du ein Bier in der Fotzen gehabt. Kruzifix nochmal. Na, nicht Straßen, Gleise brauche ich, Brudi. Gleise brauche ich, Brudi. So, da krieg... Oh, das wollte ich nicht. Mal wieder drüber. Wieder ein bisschen so drüber. So. Damit es ausschaut, als wäre nichts passiert. Warum mache ich gerade Kurven? Psst. Psst. So, das tun wir gleich mal wegen Angleichen da. Sexy. Sexy time. So, und dann ab. Da muss er halt kurz bevor er ein Ding hat, muss er ein bisschen abbremsen. Aber das wird uns nichts helfen. Ja, vielleicht, wenn man die Kurven wird, die weniger steil. Die wird. Na, obwohl, wir können es direkt nach dem Bahnübergang. Wir können die direkt nach dem Bahnübergang eigentlich. So mal, ja, dann kann er 117, 129 und 156 fahren. Was man übrigens an den kleinen schwarzen Punkten da sieht. Da sieht man, was die Höchstgeschwindigkeit eines Zugs sein kann, vorausgesetzt der Zug kann so schnell fahren. Ja, Kinder, dann würde ich sagen, haben wir unseren Kreis gebaut. Na, das gefällt mir noch gar nicht da. Nein, Kinder, das gefällt mir noch gar nicht. Das können wir so nicht lassen. Das können wir so nicht lassen. Da bauen wir lieber eine saubere, runde Kurven da rein. Das ist schöner wie den Scheißdreck, den ich da zusammen fabriziere. Oder mir zumindest morgen zusammen zum Fabrizieren. Passt aber auch nicht hundertprozentig. Geduld, Kinder. Heute spielen wir was Gemütliches. Ja? Okay? So, und dann machen wir saubere, lange, gestreckte Kurven von... Kann ich die jetzt nicht ans Außernehmen... Mein Kruzifix wegen besoffene Volldepp! Hat denn die Straße da hingebaut? Kruzifix, Alter! Da krieg ich einen Schlaganfall. Manchmal frage ich mich wirklich, was sich das Spiel denkt. Manchmal frage ich mich wirklich. So, da bauen wir jetzt gleich mal so eine Autobahn daher. Bam, 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 bam. Und dann machen wir so. Ja, da muss man wieder Kurven auswählen. Das ist neu. Das haben sie irgendwann eingepatcht. Ich weiß nicht, wann sie das gemacht haben. So. Bam, 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 bam. Und die fotzen grobe Scheiße da. Machen wir gefälligst sauber. Wer hat da schon wieder mit Geld geschmissen? Ich hab's genau gesehen. Merci, Leute. Ich versuch gerade zum Spielen. Ich krieg's ja nicht mit. Das tut mir ja irgendwo leid. Ja? Merci, ohne Merci. Ich kann nicht mehr sagen wie Merci. Ich will aber nicht mehr fertig mit Merci. Was? Salzburger, 3 Euro. Grüß euch. Vergelt's für den 3 Euro, Alter. So, weil da schon die ganze Zeit im Chat gefragt wird, was kostet das Spiel? Erstens, ich werde nicht von, ich weiß nicht mehr, wer der Spieleentwickler ist, zahlt für Werbung machen oder sonst irgendwas. Es ist nur eins meiner Lieblingsspiele privater Natur. Darum habe ich mir gedacht, probier das einfach einmal aus. Harmonowirt! Rest in Peace, Headphone User. Also mir geht's gut mit deinen Dings, mit deinen AirPods. Ja, dann. Warte, dann probieren wir es so. Das war nix. Das hab ich gemeint. Zero Dip, Brudi! Hirsch ist seine Nachbarn, habe ich wahrscheinlich wieder aufgeweckt. Entschuldigung, Hirsch ist seine Nachbarn! Was? Herr Mach! Birger, warum baust du immer so kurze, gerade Stückel und Kurven und machst nicht alles auf? Ich weiß nicht warum. Das hat nur mein innerer Monk. Mein innerer Monk mag das so. Weil du später so viel rund, also richtige Bauchkurven auf der ganzen Map verteilt hast und ich hab das gern einfach lieber so, das ausschaut wie Kabel, die verlegt werden. Ich weiß nicht, frag mich nicht warum, aber ich hab mir's gedacht. Dass ich das so machen mag. Mehr gibt's nicht. Dankeschön. So, was die Icon des Head-Up-Displays können spezifisch ein- und ausgeschaltet werden. Ja, lass mich in Ruhe, ich brauche keine Tipps. Bin Pro-Gamer. So. So. Das wird jetzt ausnahmsweise einmal die erste von sicheren Kurven, da wo ich so eine Bauchkurven zulasse. Ja? Bauen wir da das zweite Gleis noch grob ohne und dann passt es. So, dann schwächt man mal die Kanten da an dem Bahnhof ein wenig ab, weil dann bauen sie ja Tizer eher wieder hin. Ja, wenn die so Chernobyl-Kanten drin haben, dann funktioniert das aber nicht gescheit. Vor allem da.
Okay, das war offensichtlich wieder Klonbürger, weil da stehen mehrere Häuser drum wie vorher. Aber ist ja wurscht. Hauptsache die Luft schön wieder wegen. Jetzt ein wenig ein Scheißdreck, das passt. So. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 47 Millionen, Alter. Wir haben plus minus null gemacht und es steht der Bahnhof. 3 Bahnhöfe plus Gleise stehen dann auch schon. So. Was müsste man dann machen? Dann müsste man eine Linie erzeugen. Wir müssen ja am Spiel irgendwie sagen, hey Zug, wahrscheinlich ist jetzt, ja, ich kann das verstehen, warum das mit den, was? In Starben hast du Gleise falsch verbunden. Was, wo? Wieso habe ich da Gleise falsch verbunden? Ich habe immer das Außengleis hergenommen. Wieso habe ich das Gleis falsch verbunden? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. I don't get it. Da springe ich, 86 schreibt und jetzt ein schöner IC für 20 Mille. Why not? Das Problem ist, den stellen wir da später schon noch hier in ICE. Aber dass der ICE, wie soll ich sagen, profitabel Geld abwirft, da ist Straubing, Wien und Landau noch ein bisschen zu klar. Da brauchen wir viel mehr Leute drin. Der ICE muss permanent voll sein, damit sich der rentiert. Mr. Killer! Du musst schon mit mehr kommen. Was? Du musst schon mit mehr kommen als die BDB, wenn der schon mit 150 abmischt, so wie ist das gar nichts. Special Quiz von Andi, Bürgerin und Wauzi. Bürgerin richtig aus. Wauzi muss zuschauen. Der soll seine Reifen montieren. Fix! Und da bin ich noch schuld, dass du, hab ich vorher schon gesagt, dass er mitten auf der Autobahn runterrollen. Ja gut. So, wir brauchen jetzt Folgendes. Wir brauchen eine Linie zwischen diesen 3 Städten. Ich mache das normalerweise so, dass, also 1, 2, 3 und dann fährt das Ding einfach im Kreis rundum. Ja? Später habe ich da noch meistens 2 Züge laufen und die profitabelsten sind diese Schiebewaggon, die zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir erst einmal eine Linie. Erste Linie, wir gehen an unseren Minenmanager. Und meine Zuglinien nenne ich alle erst immer Zug, mache einen Bindestrich und dann schreibe ich die Städte ein, die angefahren werden. Und das ist, starten wir bei Wien, weil es wurscht ist. Wien, Straubing, Landau. So, wo ist jetzt der Zug hin? So, wenn du nämlich später dann noch Namen sortierst in die Linien drin, hast du unten schön alle deine Zuglinien beieinander, alle deine Städte beieinander und so weiter. Ein Rest, wer übrigens den ersten Teil anschauen wollte, wie wir angefangen haben mit dem Ganzen, der kann das gerne in meinem Kanal tun. Übrigens erst einmal Special Greets an 1415 Zuschauer, die bei Transport Fever einschalten, was ich mir niemals denkt halt. Niemals. Ja? Ich habe immer gezielt Horrorspiele ausgesucht und so weiter und so fort, weil ich mir gedacht habe, easy peasy, aber mit sowas können die Leute nichts anfangen. Ja, so kann man sich täuschen. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen, da mich riesig narrisch gefreien. Dankeschön. So, dann fügen wir mir Stationen dieser Linie hinzu. Da zoomen wir jetzt ein bisschen rein. Das hat der zweite Teil mittlerweile auch viel besser hingekriegt. Es wird alles ausgegraut, du siehst nur noch, was wichtig ist. Super tolle Sache. Erste Station. Ja, jetzt haben wir gerade ein Autosave. Erste Station am Bahnhof. Das ist der Wiener Bahnhof. Dann da oben Landau, dann sieht man schon wieder automatisch an unserem Gleis entlang eine Linie gezogen. Das ist übrigens auch gleichzeitig so ein Indikator dafür, dass die Gleislinie funktioniert, weil sonst darf da nicht so gezeigt werden und es darf heißen so, hey, wo ist die Linie, Brudi, Alter? Brudi muss los! So, und dann weiter nach Straubing und dann sieht man schon, dann schließt er automatisch einen Kreis und fährt die ganze Zeit rundum. Also er fährt jetzt die ganze Zeit quasi so im Kreis rundum wie dein Stammbaum. Hashtag hat er nicht gesagt. So, das war mal das. Jetzt brauchen wir ein Fahrzeug. Dazu benötigen wir ein Depot. Genau wie auf der Straße und wir mit den Busse und mit den LKWs und so weiter brauchen wir oder mit den Güterzüge brauchen wir einfach ein Zugdepot, genauso wie bei den anderen Sachen auch. Das platziere ich einfach meistens mitten irgendwo, weil das sowieso scheißegal ist. Dann kehrt es in den Kreis verbunden. Wunderschön. Und dann klicken wir das Depot und dann stellen wir unser Fahrzeug zusammen. Wir brauchen Lokomotiven, saubere Lok, da gibt es elektrische und es gibt Dieselloks. Dann gibt es Wagen für Passagier. Da haben wir momentan bloß 2. Es gibt, glaube ich, auch bloß die 2 im normalen Spiel. Wir hätten Mods installieren sollen. Ich hab's schon gesehen, man konnte nämlich im Nachhinein nicht machen. Naja. Dann haben wir Triebwagen und das sind die Teile, die ich gemeint habe. Gehen wir mal auf elektrische Triebwagen. Was haben wir da? Zum Beispiel ein ICE 1. Der ICE 1 kostet 69 Millionen. Der ICE ist ziemlich teuer.
sehr teuer und kostet im Jahr 11,5 Millionen laufende Kosten. Das ist echt ein wenig ein Problem, vor allem wenn die Städte noch so klar sind. Das kann man später machen, aber jetzt noch nicht. Den, wo ich dann meistens hernehme, wenn man das jetzt einmal so anschaut, der ICE fährt 280 maximal, ist extrem lang, wenn mir das nicht täuscht. Steht jetzt, der noch mal unten rein, weil es wurscht ist. Der ist 282 Meter lang und es gingen in Anführungsstrichen bloß 162 Personen ein. Wenn man jetzt einmal den Dual-Stocks anschaut, der ist so klar, das löscht mir erstmal nicht jeder aus. Ne? Der Dual-Stocks kostet erstens schon mit 30 Millionen weniger. Kostet bloß in Anführungsstrichen 6,8 Millionen im Jahr, also fast Hälfte. Und es gingen aber fast 200 Leute rein und das Ding fährt 200. Dann stelle ich mir da eigentlich nur aus optischen Gründen einen ICE ein. Der Dual-Stocks, der kostet 41 Millionen, den kann man uns leisten. Allerdings gehen wir dann pleite. Deswegen werden wir mir genauso wie mit den anderen Zügen klar anfangen. Nämlich nicht einmal mit einer elektrischen Lok. Ja, da kostet die Lok kostet 5 Millionen, da kann ich mir auch den Dual-Stocks da kaufen. Wir nehmen eine Diesel-Lok, Dampfloks gibt es leider nicht mehr. Ja, und zwar die kleine. Und zwar die ganz kleine. Und später, oder warte mal, nehmen sie die recht viel. Nein, wir nehmen die da. Wir nehmen BR246. Ist das was? Ist das was? Aber wie der Johannes schon schreibt, für ECE hat er zu wenig Einwohner, dass es sich lohnen würde. Richtig. Aber da arbeitet man darauf hin, dass die Städte größer werden und wenn dann mehr Passagiere unterwegs sind und unsere Züge komplett voll sind, dann können wir da schon ein ICE, wenn sie das wollt, reinbauen. Ist das was? Was? Greenscreen unten rechts. Wo? Ich seh. Wo? Wer immer das war, Moment, wo ist es gestanden? Der Nixco. Merci dir. Habe ich leider nicht gesehen. Habe ich nicht aufgepasst. Wir kriegen unseren IC schon noch. Machen wir schon noch. Aber wir müssen ein bisschen aufs Geld aufpassen. Noch. Aber wir arbeiten dran. So, wir nehmen BR246. Das Ding geht 160 und kann ordentlich was ziehen. Ist eigentlich schon sauber zu fett für das. Und dann brauchen wir Passagierwagen. Wagen. Ja, mein Name Wagner. Ich fahre im Passagierwagen ein bisschen nach Wagenhausen. Ja, so. Wir nehmen den Einheitswagen Nummer 4. Ich glaube, der ist auch aus der Zeit, die ich gerade betont habe. Was haben wir da? 2,8, 2,6 Millionen. Und da gingen noch viel mehr. Wer kauft denn dann einen Einheitswagen? Da kaufen wir einen Doppelwagen. 33 Kapazitäten. Ich würde sagen, da hängen wir jetzt einmal 3 ohne. Dann gingen da 100 Personen rein. Ja? Dann gehen 100 Personen rein. Und irgendwie müssten wir ja auch ein bisschen die Frau Thunberg triggern, indem dass wir einen sauberen Dieselwagen ohne hängen und dann eine saubere Metallpixen hinten ohne. Nice. So. Das ist der Grund, weil der Doppelstockwagen bloß 130 geht. Oh, schau her, auf das habe ich noch nie aufgepasst. Auf das habe ich beim Waggon noch nie aufgepasst, glaube ich. Dann können wir ja theoretisch auch die BR 218 da bauen, aber auf die 800.000 ist auch geschissen. Das ist wurscht. Ist wurscht. Auf alle Fälle kostet uns das Teil 15,6 Millionen. Aber das werden wir kaufen müssen, weil es nicht hilft. Einmal kaufen. Dann, was soll der Zug für eine Farbe haben? Gibt's dem Zug eine Farbe? Die erste, die ich lese, die wird's genommen. Ich tue dabei ein wenig an meine Halbe ohne zuzeln. Der Festknä hat gesagt, es ist grün. Dann ist es grün. So. Schön hellgrün, wunderschön. Wir nennen man. Ich bin ja für Pro-Gamer-Zug. Auf alle Fälle ist er jetzt gebaut. Er steht in dem Depot drin. Können wir das da mal zu, er ist jetzt da drin. Und dann können wir einer Linie zuweisen. Zug, Wien, Straubing, Landau und Gas. Zack, und dann können wir auf Play drücken und dann können wir am Zuschauen wieder rausfahren. So. Achtung, da Kinder. Achtung, da Kinder. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein, der Regionalexpress. Hup mir nicht so behindert von der Seite, oder Spacken. Erst einmal umgenannt. Pro Gamer Zug 2020, Alter. Ja, der ist brutal. Schau dir noch. Was, diese kleinen Details. Steht sogar oben drauf. Zug Wien, Straubing, irgendwas. Lauf, jetzt darf mich interessieren, ob das durchläuft. Da habe ich noch nie aufgepasst. Pass auf. Schade. Und der Zugführer steht drin, sitzt drin.
Ja, alles Coaster Gate. Alles Coaster Gate. Wunderschön, Alter. Gib dir, Bruder. Den verfolgen wir gleich einmal. Ja, den verfolgen wir gleich einmal. Machen wir so. Dann schauen wir ein wenig selber umeinander geguckt in der Weggeschichte. Oh, Tunnelfahren. Tunnelfahren! Wie viel, dass man bei mir als Lokführer verdient? Alles. Ganz viel Liebe. So, da fahren wir so die oh, nennen wir Dampfexpress. Da nehmen wir einen Dampfexpress. Das ist aber gar kein Dampf. Ja, obwohl ja ein bisschen schon. Der Dampfexpress. Number one. Na, Dampfexpress Number one. So. Oh, da sehen wir leider keinen Zug mehr, aber das ist wurscht. Fahren wir ein bisschen durch die Bahn durch. Da sieht man mal die Detailverliebtheit in diesem Spiel. Die Bahnen schauen vielleicht gar nicht schlecht aus. Oh, da können wir auf der anderen Seite wieder raus. Schön. Der Choo-Choo-Zug. Nehmen wir den nächsten. So, wo fahren wir überhaupt hin? Oh, wir haben sogar schon den ersten Passagier. Schau hin. Schau hin. In Straubing. Der erste Passagier. Moment. Wo ist er? Da steht er. Wer ist das? Bleib still. Pause. Nein. Pause. Wer ist der erste Passagier? Da steht er. Da ist er genau. Seht ihr her? Wer ist das? Wer ist das? Malis. Malis, du Matz, du! Eine mit dir im Zug! Welcome to the Dampfexpress! Einsteigen, zack, zack, yes, yes, ja! So, dann fahren wir aussehen. Dann fahren wir ihm gleich wieder neu. Das ist übrigens auch ganz geil aus der Ego-Perspektive. Gefällt mir gut. Oh, wir haben sogar zwei Fahrer, schau. Zwei Passagiere haben dabei. Also, Mann, ich müsste jetzt ein paar Mal im Kreis rundum fahren, bis da ein paar mehrere Leute kapiert haben. Hey, da kann man Zug fahren. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Der Zug fährt übrigens 4000. Aber wir können wieder so machen. Warte mal. Dann wir so mal. So, herzlich willkommen im Dampfexpress von Landau nach Straubing. Prost, bei uns ist Trunkenheit am Knüppel erlaubt. Auch bei den Frauen. Und dann düst man mir einmal sauber. Oh, wir haben schon 4 Mitfahrer, ey. 4 Leute haben wir drin. Die wissen nicht, was sie sich einlassen nennen. Tut, Motherfucker! Brr, brr. Ja, wird schon. So. Haben wir jetzt dann weiter mit da? Oh, wir haben in Landau. Achtung, wir haben in Landau. Oh, ja, in Landau steigen sie ein wie Sau. Schau hin. Kein Mensch mag in Landau sein. 44 Leute steht übrigens ganz links unten. Ich seh's, wenn ich mich umdrehe. Dann machen wir mal so. Hey, Fotzen da hin. Ab auf Straubing ins Volksfest. Ja, virtuelles Volksfest ist gut. Schnauze da hinten! So. Da düst man mir ein wenig, einfach weil wir es kennen, Alter. So, haben wir schon, wo haben wir denn überhaupt? Ja, in Straubing haben wir. Straubing, schau hier, und der Zug ist schon fast voll, ja? Ist er schon fast voll, ja? Bist du deppert? Holt euch ja Stunden, gell? So, jetzt mal ich saufe noch schnell mehr Halbe aus. Fahrt sich einige. Dann schmeiß ich alle aus, ich sag das, wie es ist. So, müssen wir das mal wieder normal machen. Da. Das war so ein Riesengaudi bei dir im Zug drin. Grüezi in Alpha, Alter. So, vielleicht ist die Geschwindigkeitsstufe 3 aber auch ein bisschen viel. Machen wir mal auf 2. Ja, dann schaut es nicht ganz so unrealistisch aus. Moment. So. Was die Bürgerin da denkt, nix mehr. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Leute das da. Bleiben da jetzt echt Leute schon. Nein, er nimmt noch alle mit. Also der Bahnhof ist leer auf alle Fälle, wenn er ankommt, das ist wichtig.
Und ja, da wird es halt wahrscheinlich haarig. In Landau am schon 47 Leute mitfahren, 100 passen rein, das passt schon noch. Der darf ruhig die ganze Zeit gesteckt voll sein, weil nur dann produziert er Geld. Wir können uns das übrigens auch einmal anschauen in unserem Linienmanager. Geben Sie mir den Linienmanager. Hallo. Dann schauen wir mal da auf, dann machen wir mal das so. So, wir sortieren nach Ertrag und dann sehen wir schon unser Zug von Wien nach Straubing nach Landau. Ja, der ist gepflegt im Minus mit 800.000. Selbst bei ja, er ist ja noch nicht voll. Er ist auch nicht 26 von 99 Leuten drin. Den müssen wir jetzt ein paar Mal da rundum fahren lassen, bis der halt voll wird. Bis dahin können wir eigentlich diese Straubing und Landau einmal mit einem Busnetz, zumindest auf einer Seite, versorgen, damit einfach noch mehr Leute zu diesem Bahnhof hin transportiert werden können. Und je mehr Leute, wir wollen so viele Leute wie es geht in den Bahnhof hinbringen und das geht nur so. Beziehungsweise es geht halt einfach viel effizienter so. Das heißt, wir bauen jetzt erst einmal ein bisschen in die Vogelperspektive, damit wir uns leichter lernen, und dann bauen wir mal ein Straßal da her. Dann bauen wir mal ein Straßal da her. Das machen wir noch kurz ein wenig weiter. Jawohl. Dann machen wir da eins durch. Nein, machen wir nicht kurvig, sondern machen gerade. Jawohl. So, das schaut eigentlich ganz passabel aus da. Machen wir so. Da machen wir so. Ja, da ziehen wir gleich mal noch eine durch und dann ziehen wir da noch eine durch und dann haben wir eigentlich das Grundgerüst. Ja, da müssen wir eine dicke Straße draus machen. Da müssen wir, ja, das geht wieder nicht, Kruzifix. Aber dann hilft's nicht, wenn es nicht geht, dann hilft's nicht. Dann hilft's nicht. Ich habe jetzt da übrigens, falls ihr, das habe ich noch nicht erklärt, was das ist. Das ist der Zauberstab. Wenn du da, du hast bereits eine Straße da dort. Und zwar zum Beispiel jetzt diese einfache Landstraße. Und jetzt möchtest du nicht alles wegreißen und neu hinbauen, weil wenn du das wegreißt, dann reißt du dir links und rechts auch die Heisel weg. Dann gibt es im Straßenbaumenü den Zauberstab und dann kannst du unten deine Straße auswählen, die du haben willst oder in die du die verwandeln möchtest. Ich werde jetzt da eine zweispurige gern draus machen, gehe mit dem Dings dann drüber und dann wird die breiter und dann zeigt es da oben, wie viele Gebäude das zerstört werden, aus Platzmangel oder was auch immer, oder ob es halt einfach hinhaut. So, drückt man hin, haut hin. Alle Straßen, die blau haben, sind quasi aktuell schon die Straße, so wie es haben will. Alle, die rot sind ein anderer Straßentyp. Und das mache ich eigentlich immer so. Normalerweise mache ich es immer so, dass eine fette Straße mit 2 oder sogar 4 Spuren später einmal komplett oder zweifach komplett durch die Straße, also durch die ganze Stadt durchführt, dann dass einen fetten Straßenring außen rundum gibt mit 2 oder 3 Einfahrten und Ausfahrten. Und dann regelt sich das mit dem Personenverkehr auf Dauer ziemlich gut von selber. So, fürs Erste langt das aber überall hin. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Bushaltestellen. Wir brauchen eine Bushaltestelle. Unser Hauptproblem wird wahrscheinlich eine große Bushaltestelle. Die müssen wir einmal daher bauen und einmal daher bauen. Tja, dafür müssen wir leider Gottes wieder einen Haufen abreißen und dann nur auf Einfach-Play drücken, weil sonst haut das nicht hin. So, Bus-Tramstation. Bus-Tramstation, einmal direkt vor dem Bahnhof. Machen wir so, dass wir vielleicht sogar gar keine Heisel nicht abreißen müssen. Einmal. Und dann gehen wir da oben. Da reißt man es auch weg, weil es nicht hilft. Hilft einfach nicht. Hilft einfach nicht, das baut sich schon wieder hin. Stresst euch nicht. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade irgendjemand seinen Arbeitsplatz weggerissen. So, dann machen wir so. So. Dann verbindet man das Ganze wieder mit einer Straße. Blub. Ah, hoppala. Erst konfigurieren. Bauen wir da einen. Können wir jetzt da keine verfickte Straßenausfahrt hinbauen? Kruzifix, Mari Hollerstauen. 17 Mal in Pfotzen geschissen! Du Kackbratzen! Dann machen wir so. Was? Wenn ich da jetzt hergehe und hinter einen hinbaue, müssen sie automatisch. Ja, wunderschön. So mag ich das. So mag ich das. Da machen wir genau dasselbe. Da machen wir die Ausfahrt auch nach hinten weg. Und dann verbindet man das Ganze mit einer schönen Straße. Lucky-Straße? Kann man Straßen umbenennen? Sag sofort, dass man Straßen umbenennen kann. So, da ist die Einfahrt, beziehungsweise die Ausfahrt, passt. Dann müssen wir uns überlegen, wie unser Bus fahren soll. Wir haben ja jetzt Landau in 2 Hälften geteilt. Damit das schöner ausschaut, machen wir da noch einen hier und da noch einen hier. Ein bisschen begradigen, so.
Und mein Monk-Auge sagt jetzt, man kann da südlich und nördlich wunderschön einmal im Kreis rundum fahren. Lagistraße. Mach ich Stecke rein, mach Psst, Strom weg, Licht aus. Warum? Und das Video haben sie mir übrigens claimed. Für ein 20 Jahre altes Video. Ich hab's aus dem Stream geschnitten, weil es eine Frechheit ist. Eine Frechheit. Der von Frau sagt, dass wir den alten Scheiß noch anschauen. Naja, ist ja wurscht. So, Bushaltestellen verteilen. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir fahren da ist unser Startpunkt, sagen wir. Dann fahren wir rechts außer, fahren wir daher, dann fahren wir daher, dann fahren wir daher. Obwohl da noch keine Häuser nicht sind, baue ich da trotzdem Bushaltestellen hin. Immer schön außen rundherum. So, und schon kann man da einmal sauber im Kreis fahren. Das Ganze, was ist denn da kaputt? Was zum Fick ist denn da kaputt, Alter? Da steht ein Teil einfach in die Straße. Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß! Bittchen weg mit dem Scheiß! So, machen wir so. Und so. So. Und dann ist da eigentlich alles cremig. Das ist Wien Bus Süd. Selbiges macht man um. Unser Startpunkt ist da. 1, 2, 3, 4, 5. Quasi in jeder so einer Straßenparzelle baue ich eine Bushaltestelle. Mit diesem System bin ich bis jetzt eigentlich immer am besten gefahren. Und meine Passagiere auch! So. So. Wunderschön. Jetzt braucht man... Oh, wir haben übrigens in Landau, nicht in Wien. Entschuldigung. Habe ich gesehen. Habe ich nicht aufgepasst. Birger, hast du nicht aufgepasst. So. Dann. Neue Linie. Mach ich Landau, Bus 1. Ja, ich nenne den nicht Süd und Nord. Ich nenne einfach Landau Bus 1 und 2. Bei uns in Landau, was hat denn bei uns in Landau der Bus für Farbe? Ich glaube rot. Der Stopbus. Oh, sauber, du Stopbus, ne! So, dann klickt man da her, zack, zack, und dann bauen wir einmal den Kreis da rundum, wo der Bus fahren soll, von Station zu Station. Wir haben insgesamt 10 Stationen, das ist echt aushaltbar, und da schickt man 2 Busse hin, das muss gelingen. Hey, währenddessen fährt da gerade unser Dampfexpress rein, wo 78 von 99 Personen drin sitzen, und das ist wirklich mal nice. Was man da jetzt auch mal anschauen kann, da zoomen wir jetzt mal rein. Jetzt schauen wir mal, wie viele Leute das in Landau aussteigen. Das kann, ja gut, das ist, der Lot nicht so schnell aus, die Hälfte ist schon raus. So, jetzt sind 35 Leute ausgestiegen. Machen wir ein bisschen schneller. Und jetzt schau mal, was die tun. Die rennen jetzt irgendwo umeinander. Laurea, kann man nicht Brücken über oder Unterführungen unter die Eisenbahn bauen, damit du die 2 Bushaltestellen sparst? Was? Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, welche das du meinst. Also ja, kann man. Man kann Unterführungen bauen, man kann Brücken bauen. Jeder, der das Spiel aber schon mal gespielt hat, hat mit Sicherheit schon herausgefunden, dass Brücken und Unterführungen bauen eine ziemliche Frickelscheiße sind. Deswegen mache ich das eigentlich immer so. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, was man sagen möchte, ist, wie man sich dann Bushaltestellen spart. Weiß ich nicht, was du meinst. Warum bist du kein Architekt? Warum ich kein Architekt geworden bin? Ist das eine ernste Frage, oder? Weiß ich nicht, weil dann Twin Towers wahrscheinlich von selber zusammengefallen werden, nicht erst nachdem das Flugzeug einfliegt. Darf er das? So, Linie Nummer 2. Neue Linie. Landau Bus 2. Den macht man leicht lila, damit wir einen farblichen Unterschied kennen. Später check ich es dann nämlich wieder nicht mehr. So, und da fahren wir ebenfalls schön im Uhrzeigersinn. Später kann man dann vielleicht einmal auch noch Busse dazu adden, die im Uhrzeigersinn quasi andersrum fahren. Da haben wir 13 Stationen, das passt auch. So, jetzt wird es interessant. Jetzt brauchen wir auf die ganz, ganz furchtbare Schnelle ein Straßenbahndepot. Also ein Fahrzeugdepot, das bauen wir in Landau straight daher, weil ich das Gefühl habe, das passt ja gerade. So, da haben wir haufenweise Busse
Und wir haben ja mittlerweile den E-Citaro. Das ist ein E-Bus und es geht durchaus auch um Emissionen in dem Spiel. Je weniger Emissionen, desto mehr Einwohner kommen. Darum spiele ich später immer nur mit den Elektrobusse. Mir kauft man 2 Elektrobusse für Landau, die kosten 700.000. Was kostet der Volvo? 1 Million. Der kostet 360.000 im Jahr, der 500.000. Die E-Busse sind ja viel billiger. Und da gehen genauso viele Leute ein. Und der fährt auch noch schneller. Weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Fortschritt durch Technik. So, kauft man. Den fährt man rot ein. Rot. Und dann schickt man auf Landau Bus 1. Dann kauft man nochmal 2. 2 Stück, 720.000. Die fährt man leicht in diesem komischen rot-lila irgendwas Ton und schickt man auf Bus 2. So. Und jetzt drücken wir auf Play und schauen wir uns das Ganze mal an. Da fahren sie raus, da fährt der Bus, da fährt der Bus. Schöner Stopbus. Schäse. Wunderschön. Da freut er sich der Jamal. Über sein richtig schöner Arbeitsplatz. So, jetzt drücken wir da mal ganz massiv viel stärker auf Play. Da ist der erste schon. Da haben wir den ersten Passagier im Landauer Südbus und den ersten Passagier im Landauer Nordbus. Wunderschön. Das darf aber ziemlich schnell jetzt mehr werden, weil sonst gehen wir pleite. Sonst ist mein Busunternehmen für den Arsch, für den Anus, fürs Anüsschen, um genau zu sein. Wie viel haben wir da? Oh, da haben wir schon 2 zum Mietfahren, das ist ja schon mehr gesehen. Über 50 Leute am Bahnhof. Schön. Jetzt müssen wir warten, ja, jetzt muss der Zugefter kommen, muss 50 Leute aussteigen lassen, dann fahren die alle mit dem Bus umeinander und so weiter. Wie der Zufall es will, da kommen sie schon. Der hat einmal gepflegt Leute aussteigen lassen. Da haben wir mal wieder so lustige Todeskanten hergebaut, wie auch immer das funktioniert, aber weiß ich nicht. So, jetzt hoffe ich, dass die Leute da umgehen. Ja? Da gehen jetzt die Leute da an die Bushaltestelle, hoffe ich zumindest. Kommt jetzt da mal ein paar Bushaltestelle! Was ist jetzt so Gaudi da hingestellt ab? Was soll denn das schon mal sagen? Die laufen alle durch, weiß ich nicht. Hat sie alle. Na, da noch. Ja, warten schon die ersten 3 am Großen. Wie viel warten hinten? Ah, da warten 4. Ja, das ist schon mal Anfang. Brudi, Anfang. Brudi muss los. Falls übrigens neue Leute zuschauen. Ich rede nicht immer so. Okay, das war gelungen. Das ist ein Insider. Oh Gott, wie redst du denn aus so einer Scheiße aus? Stell dir das mal vor, das schauen fremde Leute zu, die singen mich gerade zum ersten Mal so, hey, cool, später gemütlich spielen, und dann kommt er damit, Brudi muss los. Digga, hab hier einen Bus gebaut. Busunternehmen, Business, Bitch! Oh Gott, wir sollten nie jemals neue Leute dazugeben. Der hat es mir gefallen, drückst mir auf Abonnieren, aktiviert's Glocken. Das ist geiler Scheiß, Alter. Geiler Scheiß. Das ist gut für uns. So, Brudi muss los. So, weil gerade jemand schreibt, Nord und Süd verbinden. Das habe ich sehr oft probiert. Und zwar habe ich das oft so gemacht, dass sie die große Station, dass es quasi eine Kreuzung ist, und die 2 Kreise miteinander verbindet. Und diese eine Station hat es beide hergenommen. Das hat nie funktioniert. Es hat bei mir noch nie funktioniert. Keine Ahnung warum. Ja, jetzt lassen wir den Bus da einfach mal eine Zeit fahren. Währenddessen schwenkt man weiter nach Straubing. Straubing braucht nämlich dieselbe Kacke. Brudi, selbe Kacke. Oder was wir mit Straubing auch machen könnten, wir könnten uns ums Baumaterial kümmern. Wo haben wir denn Baumaterial? Da herum haben wir Baumaterial. Das ist aber massiv weit weg, Freunde der Sonne. Was der man da? Das ist massiv weit weg. Kannst auf Straubing auch noch Busverbindung machen. Hashtag Straubing Squad. Ich bin halt blöd zum Schmatzen. Entschuldigung. Ja, da gehört auch noch ein Bussi. Wenn wir schon dabei sind, gehört ein Bussi. Bussi! So, wo bauen wir den hin? Da müssen wir auf... Ja, genau. Das meine ich. Ich reiß das Ding ab und das baut sich sofort wieder hin. Das ist ein bisschen lästig. So, bauen wir da hin und bauen wir da hin. Nehmen wir Bushaltestelle. Jawohl, Brudi. Brudi, ich küsse dein Auge. Digga. Und alle, die neu dabei sind, oh Gott. So, jetzt warte mal. Ist irgendjemand heute zum ersten Mal dabei?
Kehrt viel öfter gefragt. Ist halt jemand zum ersten Mal im Stream da. Bitte ab in den Chat. Dankeschön. So, wir bauen uns da eine Straßenverbindung. Ja, perfektes Augenmaß, Birger. Perfektes Augenmaß. Es ist mal wirklich Augenmaß von Welt. Das funktioniert wieder mal nicht. Das war eh klar. Reiß mir die ganze scheiß Bude ab, Brudi. Da hat aber Fader. Ja, Mr. Mod sagt liegt nicht. Habe die Eli, weiß ich nicht. Herr Wittmann, weiß ich auch nicht. Der Griffix, ja. Der Luca, ja. Der Red Cat ist nicht. Nein, der Griffix ist das ist der dritte, ja. Okay, da haben doch einige Neue dabei. Ich vertraue euch da jetzt, ja. Dass ihr nicht irgendwelche Spacken irgendeinen Scheiß schreiben. Abo da lassen, bevor ihr das nächste Digger küsst ein Auge. Brudi muss los, Herz. Das sage ich nicht immer. Das meine ich voll Ernte. Das ist überhaupt nicht Ernte. Da können wir ein bisschen schräg einbauen. Wieso bauen wir da eigentlich nicht einmal so schräg rein? Warum haben wir da mal einen schrägen Bahnhof? Oh, gerade kann er jeder, Alter. Gerade kann er jeder. Da machen wir jetzt so. Das tun wir den hier da. So, passen wir eine Straßsaloni. Kruzifix! Bau jetzt halt die Straße da ohne an das Ding. Was ist denn da los? Mit deinem Spakenscheiß. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Probieren wir es mal umdrehen. Ein Umdrehen hat noch halb funktioniert. So. Mal so. Das ist das, meine ich, das ist ein bisschen ein Gefrickels manchmal. Das ist halt aber halt dem freien Straßensystem geschuldet, aber das ist schon in Ordnung. Da gewohnt man sich schon dran. So, sauber hinbauen. Unsere 2 Hauptstationen. Einmal Straubing Süd, einmal Straubing Nord. Was braucht man dann? Genauso wie vorher. Rundum. Bauen wir einen Schundi. Was haben wir da? Anni! Ich und der Sebastian Krause sind neu hier. Wer bist du? Ich bin Brudi, Alter. Aber ich muss los. Danke dir. So. Dann machen wir da hin, da. Der mal ein bisschen schneller. Ja, ich meine, das ist doch relativ repetitiv, was wir da über machen. Zack. Das Böhnchen. Warum kann ich da jetzt nicht hinbauen? Verstehe nicht. Und da ein hin. Da gelang da eine. Da ein hin und vielleicht da am Rand noch ein hin, hä? Ja, am Rand machen wir keinen mehr, weil sonst sammeln sie sich alle auf der Kleine. Das ist mir auch schon passiert, dass vor so fette Bahnhöfe und so weiter, da wo ewig die Leute miteinander rennen, dass da nicht in den großen Bahnstationsdings reingehen, sondern in die kleinen, die nicht da dran haben, theoretisch. Also praktisch sozusagen. Aber optisch halt nicht nah dran haben. Aber so wurscht. Oh, da müssen wir eine Straße bauen. Da müssen wir uns eine Straße bauen. So, wunderschön, Birger. Wunderschön baust du das. Ich möchte mich drin einwickeln. Du baust das Sushi. Ski bauen. Du sollst ein wenig Ski bauen, ja. Darf ich mich da vielleicht mal einwickeln drin? Darf ich mich ein bisschen einwickeln da drin? Oh, Ski baut. Wunderschön, ne? Babane. Übrigens, jeder, der nicht auf den Daumen nach oben drückt, ist ein Popomann. Hashtag Popomann. Hoch 2. Wer nicht weiß, wie man auf der Tastatur hoch 2 schreibt, dann bist der Popomann hoch 3. Wir brauchen 2 neue Linien. Straubing, Bus 1. Straubing, Bus 2. Was hat denn in Straubing der Bus für Farbe? Blau, glaube ich, oder? Ist der Bus in Straubing ist blau, meine ich. Ja, dann machen wir einen hellblauer, machen wir einen dunkelblauer. Oder? Weiß man das? Straubing, Bus, blau. Popomann. Wir sollen jemanden anpausen, dass wissen, wie man hoch 2 und hoch 3 schreibt. Oh, das weiß ich zum Beispiel ja nicht, wie man das Kreuzsymbol macht. Was ich zum Beispiel kann, ist, warte mal, ich kann den. Weiß nicht, wie der geht? Ich hab in den Chat reingepostet. Ja, wer ein Bull geht? Weiß das jemand? Straubing Bus ist türkis.
Das glaube ich nicht. Hat die Farbe hellblau, siehst du, das passt. Meister, was passiert, wenn man am Anfang alles abreißt? Also du kannst Häuser alle abreißen. Wenn du mit dem Abreißding kannst du Straubing abreißen? Dann baut sie von selber wieder eine Stadt hin, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wer war jetzt der andere? Der Meerwurschkaiser! Aber ich will ein Popomann bleiben. Scheiße. Bei euch hat der Begriff Popomann gleich eine ganz andere Wirkung. Merci dir. Merci euch alle mal an der Stelle, die ich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schon übersehen habe, weil ich halt einfach keine Ahnung, ich bin begeistert vom Spiel. Ja, Leute, mein Bull kopieren und Steuerung C, Steuerung V, das kann ich auch. Ja? Ich möchte einen ASCII-Code wissen. Alt und was für Zahlenfolge. Wer die auswendig kann, der ist der Chef. Ich kann's auswendig, also was schließt man da draus? So, müssen wir die Linien verknüpfen. Straubing Bus 1, Haltestelle hinzufügen. Bam, 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 bam. Haltestelle, wir fahren bei uns an der großen O, fahren wir wieder rechts rum. Wir fahren rechts rum. Einfach weil wir's kennen. So, Straubing Bus 2. Haben wir da. Haltestelle hinzufügen, fahren wir bei der großen O. Fahren wir wieder oben rundum. So, und dann braucht Straubing auch genauso wie Landau nicht ein Tramdepot, ein Straßenfahrzeugsdepot. Wo schließt man das? Oh, das schließt man da, weil es wurscht ist. Das schließt man da, weil es wurscht ist. So, dann kauft man gleich mal 4-mal den Bus. 4-mal Bus. Busfarbe Mai, hellblau und 2 macht man dunkelblau. So, die 2 dunkelblaue schicken wir auf Bus 1. Die 2 hellblaue schicken wir auf Bus 2 und dann schauen wir nicht zu, wie es außerdüsen. Schaut ihr nicht zu, wie es außerdüsen, da geht's ab. Da geht's ab in Straubing, da geht der Punk ab. Schau dir das an. Schau dir das an in Straubing, da geht der Punk ab, Alter. Da ist Achterbahn, Brudi. Da ist Achterbahn, Brudi. Jetzt warten wir mal noch gemütlich ab. Jetzt dauert es wahrscheinlich wieder ein bisschen, bis gleich kapieren, dass da Busse unterwegs sind. Was übrigens auch ziemlich cool ist. Was, später, wenn die Stadt richtig groß wird, gibt es Straßen, wo du Busspuren hinzufügen kannst. Das können wir mal demonstrieren. Ich mache jetzt da mit den Zauberstab oben. Was haben wir da? Mosi! Nicht die! So sind jetzt vom Essen wieder da. Schieben sie euch per Donation unterholz. Da gefreut sich mein Konto. Da mein PayPal-Konto vor allem. Das gefreut sich narrisch. Merci dir. Merci euch, weil ich weiß nicht, mit wem das hier alles redet. Alt plus 0149. Herr Simon Fink. Hat wahrscheinlich vorher auch schon jemand geschrieben, aber gibt es einen Daumen nach oben. Frag mich nicht, warum ich das weiß. Just meaning Gestalter things. So, wir aktivieren mal rechts die Busspur, machen wir eine zweispurige Straße und aktivieren wir einen Zauberstab und jetzt können wir theoretisch alle unsere bereits bestehenden broaden Straßen können wir umwandeln in Busspurstraßen. Was ich aber erst später mache, wenn die Stadt größer ist. So, wenn man da noch mal einer zoomt, sieht man das, dass da so eine rote Spur ist und da fährt jetzt der Bus entlang. Das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Schön. Und es blockiert dann einfach den normalen Verkehr nicht. Da gibt es den Daumen nach oben vom Verkehrsminister. Ja? Bürger, Hashtag Verkehrsminister. Nice. So, da haben die ersten Fahrgäste auch schon. Da warten 3, 2... Ja, schaut doch ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal in unsere Linien. Ja, genau. Das ist dasselbe Problem, was ich mit Buslinien immer habe. Schauen wir mal da oben hin. Buslinie Landau 1 und 2 macht minus 75.000. Hat fast keine Passagiere dabei. Total behindert. Wien Bus macht minus. Straubing Bus, gut, der ist ganz neu, macht noch minus. Weiß man nicht, wie sich das entwickelt. Mittlerweile sogar der Passauer Bus, der war schon im Plus, das weiß ich, macht mittlerweile auch minus. Sasch, vergeht's gut, Alter, kriegst du Bussi aufs Nussi, auf das Nussi. Dankeschön. So. Ja, aber, wie ich am Samstag schon mal kurz erklärt habe, mir ist gar nicht so wichtig, dass diese Buslinien ein Plus machen, sondern dass die einfach Leute in Richtung zu diesem, wie soll ich sagen, zum Bahnhof transportieren. Und wenn man jetzt nämlich da, drücken wir mal auf Pause. Was sehen wir? In unserem Bahnhof sind 47 Passagiere. Da fährt gerade der Zug aussehen. Und der ist mit 99 gerappelt voll. Rappelvoll ist der Mann. Ja? Darum gehen wir jetzt her, wir haben 45 Millionen am Konto und nein, nicht umdrehen lassen.
Hoppala, was wollt ihr denn jetzt machen? Fahrzeug verwalten. Fahrzeug verwalten. Jetzt hängen wir mir da Waggons ohne. Und zwar mindestens einmal nochmal 3, damit da 200 Leute fahren können. Ja? So, dazu muss ich ihn normalerweise ins Depot schicken. Dann fährt er ewig zurück, wirft die Passagiere aus und was weiß ich. Oder du kannst ihn direkt währenddessen, dass er auf die Gleise steht, einfach austauschen. Kostet ein bisschen mehr, ist aber nicht so schlimm. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Klickst da drauf. Dann gehst du daher. Wählst der andere Lokomotive. Wählst du dieselbe Lok wieder aus, weil es wurscht ist. Und dann brauchen wir Passagierwagen und dann nehmen wir nicht 3. Sondern wir nehmen 6 und am besten dann nehme ich schon 200 Leute rein und dann geht da ordentlich viel mehr. Ja? So, was jetzt halt auffällig sein sollte, das Ding kostet jetzt 10 Millionen, kostet es, glaube ich, uns wird der Betrag von dem Zug, den wir mir ersetzen, der wird uns erstattet. Das heißt, wir zahlen nicht so viel, wie er normal kosten soll, glaube ich. Oder doch? Ja, egal. Herr Metz! Warum? Was? Was schreibt, was ich kann nicht lesen? Warum baust denn du kein Straber? Was der Teufel an Straber? Weiß nicht, was Straber sind, Entschuldigung. Was war das? Händchenbau, wir sind zu dritt, Netti, Mosi, Stefan. Ihr Zipfchen. Und Sascha, merci für deinen Fünfer, das sehe ich jetzt erst gerade. Merci, Herr Händchen, merci, Netti, merci, Mosi, merci, Stefan. Für was ich mir für das waren, weil ich zähle nicht mit. So. Was ist passiert? Wir sehen mal unseren Zug. Oh, er ist nicht mehr grün. Heißt der noch Dampfexpress? Der Dampfexpress heißt er noch. Fahrzeug verwalten. Machen wir wieder grün. Machen wir wieder grün. So. Haben jetzt so, und es bleiben vor allem die 100 Passagiere da drin, ja, ohne dass der jetzt ins Depot zug muss und so weiter. Redditcan, dein Zug ist voll und ich bin neu dabei. Hashtag Preußensau. Das hat keiner gesagt. Mr. Redditcan, das hat keiner gesagt. Von Preußensau ist erst dann die Rede. Du musst wissen, bei uns in der Community ist jeder tatsächlich gern willkommen. Selbst Preußen, weil du bist erst dann ein Preis, wenn du dich verhältst wie ein Preis. Hm? Das wissen die Leute nur nicht. Alle anderen sagen, wir sind mal intolerante Wichser. Vielleicht haben sie auch recht, keine Ahnung. Herzlich willkommen bei Bürger drin. Ich hoffe, Sie haben Spaß und Sie verstehen einigermaßen, von was ich rede und was ich sag. Meister, vergesst über den Zwickel 21, Brudi. Ja, Ehrenmann, schreibt nichts dazu. Straber, eine Strabahn ist eine Straßenbahn. Alter, haben wir mir, Brudi muss los. Brudi muss los, ja wieder, ja mit der Strabahn, Digga. Echt jetzt. Und wir machen uns lustig über, Digga, küsst dein Auge, bla. Oder wir können ich komm mit der Strabahn, Brudi. Hab ich nicht gewusst, bei mir in der Stadt gibt's keine Straßenbahn. Ich glaube, ich bin in meinem Leben 3-mal Straßenbahn gefahren. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht so bewandert in Abkürzungen. Strabahn, Brudi. Straßenbahn bauen wir, wenn's notwendig wird. Wir kriegen momentan noch nicht einmal unsere Busse voll. So, wir gehen mal Vollgas. Vollgas, Play, bam, 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 bam. So, schauen wir mal, wie viele Leute das in Wien stehen. Schauen wir mal da her, wie viele Leute warten in Wien. 45. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Ja, genau, da schau her. Der Fernbus Wien zum Hafen hat 91 Leute. Ja, Kinder, da müssen wir mehr aufstocken, da brauchen wir mehr Busse. Fahrzeuge verwalten. Da sagt er ich was. Weißt du, was ich dir sag? Jetzt pass auf mich beobachtet, wer war jetzt das wieder? Leid, ich kann doch nicht die ganze Zeit. Der Chris, merci für den Drilling. Du kannst da einfach Waggons an den Zug dranhängen mit dem Schraubenschlüssel. Da bleiben auch die Passagiere drin. Beim Ersatz. Was? Echt? Tja, das ist was Neues. Das habe ich auch noch nicht gewusst, glaube ich. Oder ich habe es einfach wieder vergessen. Fahrzeuge verwalten. Gewähltes Fahrzeug ändern. Das ist doch auch eingepatcht worden seit Dezember. Seit 4 Monaten oder so, seit dem Release. Also ich hab das Spiel Release gekauft, das war Mitte Dezember irgendwann, hab's 2 Tage gesuchtelt, 40 Stunden lang und dann hab ich's wieder weggelegt und jetzt hat am Samstag das erste Mal wieder gespielt. Von diesem Schraubenschlüssel weiß ich nichts. Tatsache. Das hab ich nicht gewusst, Shahi. Coole Geschichte. Dankeschön. So, Phase 1. Manu, habe die Ehre. Vergelt's für den 5er, Brudi. Küss dein Auge. Greets von mir. Birko, Dampfexpress 1. Sieht aus wie... Was? Wie die S-Bahn um Zürich.
Also sie ist auch genauso schnell. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du, wenn du dein Ticket nicht kaufst im Dampfexpress, dann wirst du mit der Zahnladen rausdroschen. So. Wir müssen mal ganz dringend, schaut euch das an, da werden so viele Leute abgeliefert, da warten 134 Leute, warten vom Fernbus Wien zum Hafen. Das heißt, unser Plan geht sauber auf. Wir können jetzt nämlich da hergehen und den Fernbus erst einmal verwalten. Dann ist das erste, was wir da tun, den wechselt man gleich einmal aus zu einem E-Fahrzeug. Und dann gibt es die lustige Kopierfunktion. Gichtelsepp, Herausforderung, hock dein Brünnverkehr drum auf, Challenge. Was für Brünnverkehr drum auf den? Nein, das kann ich nicht machen. Da sehe ich nichts mehr. Das hilft halt einfach nicht. So, merci dir übrigens. So, und dann kopieren wir diesen Bus und nehme ich gleich zweimal. Ja, jetzt fährt, wo ist denn das Fahrzeugdepot von da? Da hinten kommen automatisch unsere zwei Fernbusse raus. Denken Sie sich. Und wir müssen die Leute von A nach B, die müssen wir definitiv besser wegkriegen. Wenn jetzt das nicht besser wird und die 3 Busse immer noch nicht gelangen, dann bauen wir in Wien die erste Straßenbahn. Dann bauen wir eine Straßenbahn von der fetten Busstation zum Schifferl hinten und wieder zurück. Weil ganz ehrlich, da muss man halt jetzt einmal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn jetzt natürlich auf einen Schlag haben da 150 Leute, die werden jetzt mit den Bussen wegfahren, schön und gut, dann haben wir dauerhaft 3 Busse und vielleicht rentiert es sich gar nicht. Das werden wir abwarten müssen, das hilft nicht. Aber man kann ja schauen, was wir da auch gleich mal machen können, ist der Wiener Bus da, den können wir auch gleich mal ersetzen. So, ersetzen. Zack, durch den e-tron, der kostet weniger, geht schneller und so weiter. Schauen wir mal, 17 Leute drin, 17 Leute werden ausgelassen, 9 Leute werden mitgenommen. Nächster Bus ist sofort am Stissel. So mag ich das, Scheiß auf ein Uber. Ein Uber, das ist noch was, eine Bitte an die Entwickler. 2 Dinge warten der absolute Wahnsinn. Ein U-Bahn-System, ja, also quasi eine Ebene unter der Stadt für extra U-Bahn-System, das war super geil. Und Multiplayer. Irgendwie eine Art und Weise, wie man das Spiel Multiplayer spielen kann, war der geilste Scheiß ever. Vorher wollte ich übrigens noch was sagen. Mr. Radiclan, oh Gott, Alter, das muss ich, wie soll ich das sagen? Bin aus Oberfranken und arbeite bei der Deutschen Bahnnetz AG in Nürnberg. Bin als Logistiker angestellt, verstehe dich aber dennoch, da ich viele Arbeitskollegen habe, die ich jetzt mal aus dem Homeoffice grüße. Homeoffice-Menschen vom Marco, aka Reddit Clan, fühlen sie sich gegrüßt und geküsst also ein bisschen. Hashtag no homo. Aber ich darf, abgesehen davon, ich darf schwulen Witze machen. Pralin Squad, ab in den Chat, Hashtag Pralin Squad. Hashtag stay the fuck at home! Korrekt. So. Was wollte ich jetzt erzählen? Ich wollte was ganz Spezielles erzählen. Und zwar, da bin ich wieder unterbrochen worden. Ich werde weder von den Entwicklern noch von irgendwen gesponsert oder zahlt oder sonst irgendeinen Scheiß dazu genötigt oder mir wird auch unterm Tisch keiner blasen für das, dass ich das Spiel halt zeige und so feiert. Es ist eines meiner Lieblingsspiele in meiner privaten Zockersucht und darum bin ich halt so begeistert, wie ich nun mal bin. Sehr viele Leute von euch haben sich das Ding schon gekauft und vorher hat jemand gefragt, wie viel das kostet. Ich glaube, auf Steam kostet es 40 €. Habe ich generell kein Problem damit, wenn jemand sich einen Indie-Entwickler, das Spiel hat viel zu wenig Aufmerksamkeit, wie es eigentlich verdient hat. Ansonsten, es gibt es auch auf MMOGA, da glaube ich kostet es 23 oder 24 €. Und wenn ihr da meinen Link dazu hernimmt, sage ich natürlich auch nicht nein. Dankeschön. Das ist das einzige Mal, dass ich für sowas Werbung laut mache. Ich darf das. Aber bevor du es für 40 € kaufst, kaufst du es lieber für einen 20er bei MMOGA. Dann habe ich was davon, deswegen kostet es für dich auch nicht mehr. Dankeschön. An alle, die es bereits getan haben, da haben nämlich einige dabei. So, jetzt schauen wir mal hin. So, ist nämlich der erste Fernbus schon bei 13 von 17 und nimmer voll. Das Ding ist, dass jetzt der Zug da kommen muss und muss die ganze Zeit da Leute abliefern, damit die Busse voll sind. Verstehst? Und ich bin mir fast sicher, der Fernbus in Wien macht eine gepflegte Viertelmillion plus. Das ist gar nicht mal schlecht. Das müssen wir jetzt einmal über längere Zeit, über 2-3 Jahre, Ingame-Jahre selbstverständlich beobachten. Und dann kann man sagen, okay, machen wir einen Bus weniger, einen Bus mehr, einen größeren Bus oder wie auch immer. Oder vielleicht sogar eine Straßenbahn einzelne, da wo dann gleich 25 oder 40 Leute reingehen, glaube ich. Wir werden sehen.
So, auf alle Fälle haben wir jetzt da ein wunderschönes Dreieck aufgebaut in Landau, Straubing und Wien. Und jetzt kann man eigentlich einmal eine Stadt pushen. Die Frage ist, welche Stadt gehört pusht? Wir können einmal unsere anderen Linien anschauen, ob da alles geregelt läuft. Weil wenn ich da herschaue, um Graz rundum, um Graz-Bitchen rundum, sehe ich, dass da unendlich viel Eisenerz gelagert ist, dass dieser Lastwagen, da ist bloß ein Lastwagen unterwegs und der macht alleine eine halbe Million. Und da ist fast genau das gleiche. Da haben 95 Kohle abgelagert und da fährt ein Laster umeinander. Da gehört bei beiden einmal mindestens ein Laster dazu. Da. Fahrzeug verwalten, da werden wir gleich dazu kopieren. Dann haben wir da 2 Erzlaster und 2 Kohlelaster. Und ich glaube, beim Erz können wir sogar, was hat er mehrere? Weil es ist unendlich Kohle im Lager, aber kein Erz nicht. Das heißt, wir bauen da einmal gepflegt gleich mal noch einen dritten Erzlaster hier, dann schauen wir, wer schon wieder mit Gridcore fährt. Der Moser! Der E-Bus ist nicht schneller, Hashtag Programmer. Okay, das stimmt. Habe ich gelungen. Aber er macht weniger Emissionen und kostet weniger. Er ist auf alle Fälle besser wie der alte Volvo, schieß mich tot, von 1945. So. Tipp: Fahrzeuge in schlechtem Zustand verursachen zusätzliche Emissionen. Fahrzeuge können gewartet oder ersetzt werden, um die Emissionen zu reduzieren. So. Das ist jetzt ein Tipp, den hätte ich eigentlich schon viel früher raushauen müssen für alle, die das Spiel jetzt auch spielen. Eine Fahrzeuge verlieren an Zustand. Und dann, glaube ich, produzieren sie nicht nur mehr Emissionen, sondern sie verbrauchen auch mehr Geld und sie werden langsamer. Es gibt eine Funktion. Gehen wir mal, was waren eine der ersten Linien, die wir gemacht haben? Der Bus in Passau. Passau, wo ist Passau? Da ist Passau. Da gehst du her. So, da gehen wir jetzt mal auf die Linie. Passau Bus, dann sehen wir mir da die Straßenfahrzeuge. Dann gehen wir Fahrzeuge verwalten. Dann ist das erste, was wir sowieso schon einmal tun, alle 3 einmal austauschen für den e-tron. Ja? Gleich mit den alten Volvo weg, E-Auto eine, fährt mal blau, glaube ich, war der in Passau, wenn mich nicht alles täuscht, und fertig. So, was jetzt aber ganz wichtig ist, es gibt dieses Dollarzahnrad, da kannst du draufdrücken und dann kannst du die Betriebskosten erhöhen. Gehst du auf Betriebskosten plus 25%, dann bleiben die einigermaßen in Schuss und regeln sie selber. Ja? Und werden quasi nie alt im Prinzip. FinTube, Birger, liest du das mal? Was lies ich denn? Du musst doch schon was schreiben, was ich lesen soll. Du hast unten rechts einen separaten Fahrzeugmanager. Das stimmt, aber da ist ja jetzt Fahrzeug einzeln drin. Da muss ich ja jetzt Fahrzeug einzeln noch klicken, da bin ich wahnsinnig. Also da bin ich ja deppert. Also ihr seht ja, ich editiere da die ganzen Linien und schreibe da drauf, alle diese Fahrzeuge, die Option, da bin ich viel schneller, als wenn ich diese ganzen Dinge durchgehe. Aber wir sehen da natürlich auf die Schnelle mal, wir haben da den einen oder anderen Laster, der ist 36 Jahre alt und produziert 74 Emissionen, währenddessen, gut, wir haben keine jungen Laster. Aber egal. Dann machen wir gleich das mit der nächsten Linie, machen wir das Getreide, Fahrzeuge verwalten. Zack, dann gehen wir da her. Oh, nicht kopieren. Hoppala, nicht kopieren. War versehen, verkauft man gleich wieder. Gehen wir da her, Unterhaltskosten plus 25, dann werden die auch besser. Dann gehen wir da her, nicht Konfig, was tue ich denn? Du bist ein Besoffener. Dann gehen wir auf die Lebensmittel, machen wir so, machen wir 25 und dann passt es. Und dann warten wir einfach bis die nächste, du kriegst eher so eine Warnmeldung um, Fahrzeuge im schlechten Zustand. Nice. Und kann man bitte wer ein Pralin-Squad erklären? Ich glaube, da war ich nicht da. Nein, da warst nicht da. Der Hafen in Wien wird wahrscheinlich überlaufen. Schauen wir mal. Was haben wir da? Ja, der wird überlaufen. Man sagt das immer recht schön, wenn da einmal eine große Person dort ist, dann heißt das schon einmal, also wenn nicht lauter kleine, sondern eine große, dann heißt das schon mal, du hast da 50 Personen wartend und mehr. Und jede Station kann natürlich nur begrenzt Passagiere, wie soll ich sagen, platzieren. Und dann erscheint da Ausrufezeichen, der Rest geht verloren. Das heißt, wir müssen die Leute schneller abtransportieren zwischen Wien und Linz. Da glaube ich fahren bloß, schauen wir mal, Wasserlinie Wien-Linz macht eine gepflegte 1,6 Millionen Gewinn. Da werden wir mal gepflegt ein drittes Fahrzeug dazu. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich einmal einen Unterhalt auf plus 25, beziehungsweise da können wir sogar auf plus 50 machen, weil der richtig gut läuft. Ja, selbiges wird wahrscheinlich auch in Linz der Fall sein. Schauen wir mal, ja, Wien-Linz hat 96 Passagiere, die wo nirgends mehr hinpassen. Ja, das ist nicht gut.
Er liest es vor, aber er erklärt es nicht. So ein Teufel. Was? Ihr erklärt ihr, wer der Pralin-Squad ist. Der Fintu schreibt, welche Städte gibt's schon. Es gibt Passau, es gibt Deckendorf, es gibt Regensburg, es gibt Cham, es gibt Neumark, es gibt Graz, es gibt Uffing, es gibt... Was gibt's noch? Es gibt Hintertupfing, ganz links oben. Es gibt Lackirche. Und ansonsten haben wir noch nichts festgelegt. Da rechts unten gibt's Wien, es gibt Landau, es gibt Straubing, es gibt Landshut und es gibt Minge. Wobei Minge wahrscheinlich nie irgendwas davon sehen wird. So, wie schaut denn unser Zug aus? Da hinten vorne. Zack. 143 Passagiere von 189 geht. Du, das passt. Er produziert 1,6 Millionen plus. Das schaut doch ganz gut aus. Was haben wir ansonsten noch so da? Schaut auch alles gut aus. Stahl, da haben wir noch einen Laster, der Stahl. Waren wir bei Graz. Okay, eins nach dem anderen, Kinder. Eines nach dem anderen. Wir haben nur einen Stahlwaren Fahrer für Graz, für da oben, für die Waren. Das ist natürlich nichts. Da kopieren wir auch gleich noch einen rein. Zack, und das Geile dran ist, automatisch fährt da einen aus, er fügt sich der Linie hinzu und transportiert jetzt auch Stahl in Richtung Waren. Bam, die bam, die bam, bam, bam. Nice. Medwurst Kaiser. Ich lese es vor, okay? Das ist die Erklärung, glaube ich, für Frau Lorenz. Der Pralin Squad ist ein Bürgersei Gay Community. Wer da jetzt übrigens lucht, kann sich gleich schleichen. Der normal, was? Der Noma kommt daher, der Name, Noma, ist beim Lesen ein bisschen schwierig, wir sagen mal anders zu Namen. Der Name kommt daher, weil ich mir ordentlich Pralinen eingepfiffen habe, wie ich es ihm gesagt habe, dass ich schwul bin. Erst einmal gehört einmal ziemlich viel Respekt dazu, öffentlich im Internet zu sagen, dass man schwul ist. Das ist einmal das Erste. Und dann haben wir einfach draußen einen Pralin-Squad gemacht. Dann hat sich nämlich der Nächste gemeldet, der schwul ist, und der Nächste und der Nächste. Und wahrscheinlich war da auch einer dabei, der es einfach nur gesagt hat, damit er es auch sagt, aber ist ja wurscht. Und ja, und jetzt haben wir einen Pralin-Squad. Und seitdem darf ich schwulen Witze machen. Ha! Nice! Nice! Prost auf euch. Beste, Alter. Beste. So. Was noch? Wir haben den Stahllieferanten herum, da müssen wir natürlich, was ich glaube, schauen wir mal nach Graz. Schauen wir uns einmal Graz an. Ja? Die Werte von Graz haben wir mittlerweile fast 600 Einwohner. Das ist für schon was. Die haben einen Bedarf von Waren von 174, aber kriegen nur 60. Das heißt, da können wir doppelt so viel reinpumpen, dass da was geht, Kinder. Ja, wo ist denn unser Warenfahrer? Warenfahrer, wir brauchen den Warenfahrer. Wo ist er denn? Da ist er wahrscheinlich. Graz, Waren, macht 138.000 plus. Ja, da ich sagen, da haben wir noch einen zweiten auf. Da, das ist der Pralin-Squad-Laster, der ist nämlich pink, oder wie Pflack. Da bauen wir jetzt einen zweiten hin. Und was mich beim letzten Mal schon gestört hat, das bauen wir jetzt noch. Schaut euch einmal das an. Das ist die erste Zufahrt nach Graz. Schaut so, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Ja? Und auf der Strecke da oben fahren die ganze Zeit Laster, die da die ganze Zeit stehen bleiben müssen. Siehst du das? Das ist ein totaler Kass. Da bauen wir jetzt eine saubere Unterführung. Das sagt er ich. Und jetzt bei so Wacht. Pause. Und dann reißen wir erst mal den Schund da weg, den keiner braucht. Schund weg. Und da die nämlich sagen, dann fahren nämlich auch die Laster schnell hin und her, die Leute kommen schnell aus und einer. Das ist alles nur förderlich für die Stadt. So, gerade bauen wir. Und dann gehen wir mal jetzt da her so. Nein, ohne. Da so her. Oder bauen wir eine Brücke? Eine Brücke oder eine Unterführung? Das erste, was im Chat, was ich lese, bauen wir. Und, also Unterführung unten drunter oder eine Brücke. Wie schaut's aus? Ab in den Chat damit. Ich zuzel da wenig um mein Pipi. Ein Kreisverkehr! Bruck war das erste, Bruck war das erste, was ich gelesen habe. Dann bauen wir eine Bruck. Dann bauen wir links unten, müssen wir das nämlich da auch machen. Seht ihr da, wo mein Finger ist? Da müssen wir das nochmal machen, da bauen wir einen Kreisverkehr hin. So, jetzt pass auf. In Landau regeln sie es nämlich auch mit dem Kreisverkehr, also muss gut sein. So, jetzt sehen wir dann gleich mal, dass es ein bisschen ein Gefrickel ist mit der Bruckbauerei. Wer da übrigens irgendwelche sagenhaften Tipps hat, der darf mir das gerne sagen. So, dann kriegt das gleich mal ein bisschen ein Gefälle, das wird wahrscheinlich nicht gelangt haben. Oder? Warte mal.
Aber so eine schräge Brücke passt halt gleich 5-mal nicht, gell? Nein, das haut er so nicht hin. Haut er so nicht hin, haut er so nicht hin. Die Brücke müssten wir gerade rausgehen lassen. Die Brücke müssten wir da gerade rausgehen lassen, das hilft uns alles nichts. Machen wir so. So. Ja, und dann passieren dann so eine weirden Sachen wie da. Siehst du das? Siehst du, die sind dann so, weiß ich auch nicht. Hat die erste Steigung nicht gelangt. Das ist immer ein bisschen ein Gefrickletz. Müssen wir so mal. Das hilft nicht, schaut nicht schön aus, aber hilft nicht. Dann machen wir so. Ja, ein bisschen umeinander tifteln. Ein wenig tifteln. So. Und dann kehrt das wieder oben. Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht! Fix! So, geradeaus da oben möchte ich. Geradeaus da oben möchte ich. Okay. Jetzt machen wir mal. Machen wir mal. Ich glaube, dass es besser geht, wenn du einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Was? Brücke erst setzen, dann den Zugang. Wie meinst du das? Wie meinst du vorher das Gelände anheben? Ja. Es ist ja so eine Sache, du kannst ja die Straße direkt, sagst du selber, du kannst ja diese Straße selber ein Gefälle einbauen. Aber die wird bei mir immer so ungleichmäßig. Ja, es wird dann, das hast du jetzt ja gesehen, es geht schön gerade auf, dann wird der Brücke und bis dann die Brücke aber sein Model verliert, geht die ewig lang ins Land rein. Gefällt mir nicht. Machen wir so. Pass auf, dass das einigermaßen... Ich probiere gerade umeinander wieder. Ja, genau. Und dann passiert das. Wow. Sein Dreck! Weg mit dem Schund, weg mit dem Schund. Nochmal. So, anheben. Gib ihm. Das geht einfach nicht. Das ist so behindert, das System. Geht einfach nicht. Kannst mit Punkt und Komma gleich von Anfang an die Höhe verändern. Ja, das mache ich mit den 2 Pfeile da. Gefällt mir nicht. Ne? Gefällt mir nicht. Probieren wir es mal so. Erst die eine Seite. Da. Probieren wir es mal so. Jetzt seht's gleich, was ich meine. Gute Nacht an die Netti. Henschenbauer, geht's gut. Gute Nacht und noch merci an die anderen alle so. Das Recht ist zu dir. Ja, das ist mir alles klar. Da. Ich baue jetzt das einmal hin. Ist das eine schöne Brücke? Ist das eine schöne baue Brücke? Soll das ein Witz sein, oder? Und das ist das, was mich nervt. Das Brückenbauen und Unterführungen bauen ist die letzte Scheiße, die es gibt. Darum. Bauen wir jetzt eine Unterführung. Weil's mir jetzt blöd ist, Alter. Ole, super Unterführung! So, wunderschön. Wunderschön. Da machen wir so. Da machen wir so. Okay. Wunderschön.
wunderschön. Das mit der Unterführung ist einfach einfach. Das mit der Brücke kotzt mich dermaßen an, Alter. So 100% schön ist die Unterführung auch nicht. Sechst den Knick da drin, ist mir scheißegal. Wenn ich da rauszoome, sagt es nämlich keine alte Sau mehr! Keine alte Sau! Da der mal einen Kreisverkehr hin! Damit das klar ist! Gimme Kreisverkehr. Dann haben wir da ein bisschen mehr weg. So, ab Kreisverkehr. Gib mir den Kreisverkehr, Brudi. So, was wir da schon mal machen können ist, Anzahl der Fahrbahnen machen wir gleich mal 3. Innerer Radius machen wir gleich mal so. Das ist doch was, oder? Das ist doch mal ein anständiger Kreisverkehr. Bam. Bam. Nice. Wer war das wieder? War das der Dampfexpress? Ich war halt für eine 12-spurige Crashkreuzung wie in Burnout. So 12-spurig gibt's leider nicht. 12-spurig kaputt. 12-spurig kaputt. So, nehmen wir wieder die Straße her. Eine verbundenen Kreisverkehr. Schön. Eine verbundenen Kreisverkehr. Schön. Eine verbundenen Kreisverkehr. Schön. So, dann upgraden wir die Straße da. Schön. Und da eine. So, wenn das kein wunderschöner Kreisverkehr ist, oder? Nice. So, jetzt schauen wir mal, ob sie da immer noch so viele Autos stauen. Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Jetzt muss das erst einmal alles ein wenig einsperren. Ja, die ganzen Autos, die checken momentan gerade gar nicht, wo es überhaupt geht. Und dann glaube ich, ist das schon ganz hausig besser. Was wir da mal noch mal erkennen ist, dass wir da noch eine Straße modern. So. Wobei das eigentlich eine Innerortsstraße ist. Passt. Oh, war das jetzt eine Einbahnstraße? Fackalizi, das meine ich war eine Einbahnstraße. So, was passiert jetzt? Straßenfahrzeug 5 ist sehr schlecht. Ja, dann können die mal sauber ersetzt. Und den. Na, mein Gott, warum kopiere ich es noch, wie ich Vollidiot? Verkaufen, markieren, 25% Haltbarkeit. So. Was jetzt natürlich passiert, jetzt kommen die Autos schneller in die Stadt ein und jetzt stauen sie sich da drin. Ob das so wunderbar brutal und geil ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber das werden wir dann sehen. Ja, das werden wir dann sehen. Hauptsache unsere Laster flutschen besser durch. Wieso fährst du eigentlich im Kreisverkehr im Kreis rundum? Bist du besoffen? Ach, das ist ja er, das ist der Zulieferer. Wie viel hat er dabei? 32 Waren. Wie viel hat er dabei? 13. Kannst gleich wieder umbrennen, du Zigeuner. Und da drehst du 2 mehr um. Ja, gut. So, wie schaut's da aus? Waren haben wir bloß 13. An was feit's? An Kunststoff. Warum? Weil unser Kunststoffzug, ich erkläre es für die am Samstag nicht da waren, Öl, wird gerade vom Ölzugsepp geholt, wird da hergefahren, dann wird das Rohöl in Öl quasi verwandelt, dann kommt unser Öl- und Kunststoffzug, der den ganzen Weg davon muss, siehst du das, der hat 39 Kunststoff dabei. Die liefert er jetzt da ab und das ist halt einfach Zwing. Und mit dem super tollen Tipp von vorher, von demjenigen, der mir das gesagt hat, mit dem 25% Haltbarkeit ist wie im Real Life. Das ist richtig. Ja, eindeutig nicht. Nice. Den werden wir jetzt erweitern. Ja, ich hab gemeint, da müssen wir wieder ewig einmal ankacken, dabei können wir das ziemlich easy machen, das ist ziemlich gut. Vor allem können wir da jetzt mal schnell auf Pause drücken, bevor wir den da ganz knapp links von mir, da über mir sechst ist, in Bahnhof einfahren lassen sollen, weil wir haben ja jetzt ja Geld, wir haben ja 50 Millionen, die haben wir am Anfang noch nicht gehabt. Machen wir das alles weg und nehmen die großen Tanks. Ja, wir nehmen auf alle Fälle da mal 5 große Tanks und dann müssen wir Kunststoff bewegen. Das sind dann diese fetten 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist unser Zug gleich einmal ganz furchtbar gepflegte 216 Meter lang. Und jetzt werden wir ihn ändern. Das ist eine coole Funktion. Die hat es am Anfang noch nicht gegeben. Oder ich habe es einfach nie ausprobiert. Keine Ahnung. Jetzt schauen wir unseren fetten Zug. Der ist schon fett. Gibt dann. Dem schauen wir jetzt auch einmal zu, was er tut. Der hat noch nichts eingeladen. Der kann jetzt 100 Kunststoff transportieren und 100 Öl. Drücken wir auf Play. Der ist jetzt natürlich ein bisschen zu lang und steht ein bisschen außer, aber das regelt sich dann schon. Schauen wir mal zu. Ah ja, er lädt Öl. Wie heute mir das da nimmt. Gehen wir auf die Verfolgerperspektive. Er lädt geschmeidiges Öl. Er ist voll. Wie mir, jetzt Wochenende. Und dann vor daheim.
Es ist, und für das, dass man, ich möchte gerade noch mal anmerken, ja, wie unbekannt dieses Spiel ist. Ich kann hier on the fly, ohne das, gut, ich habe einen relativ brutalen PC, muss man auch dazu sagen, aber egal. Ich kann da reinzoomen und der Detailgrad ist vielleicht schon on fucking point, gell? Da mag ich nichts hören. Jetzt meine ich, drücken wir mal auf Zweifachgeschwindigkeit, weil so langsam unterwegs sind wir noch nicht. Schauen wir mal zu. Ja? Tut, Motherfucker. Aber ist dabei gestanden, mein Zug ist schwach. Hab jetzt gar nicht geschaut, warte mal. Ja, mittelmäßig. Es geht noch. Ja? Es ist einigermaßen, es ist relativ bescheiden, aber es geht noch. Das Ding frisst aber auch verdammt wenig für das, was es macht. Was denn? Meinst du allgemein den ganzen Zug? So, wir fahren mal vorbei. Das ist übrigens unser Ablade für den Kunststoff. Du brauchst eine zweite Lok für mehr Power. Oder ich hänge eine elektrische ohne. Wenn sich der Zug jetzt dann einpendelt, ja, und permanent voll ist mit allem, dann generiert uns der 3 Millionen im Jahr und dann können wir locker da eine E-Lok ohne hängen. Ich weiß, dass ich einen 140 km/h Zug habe. Ich weiß, dass die Lok für diesen Anhänger hinten dran zu schlecht ist. Ich weiß es. Aber er fährt deswegen auch und er verdient einen Haufen Geld jetzt und dann können wir eine Elektrolok ohne hängen und dann geht hier... Verstehst? Dann kriegt der Jamal seine E-Lok. So, wie viel haben wir ein? Wie viel? Da ein 150 auf Lager, das sehe ich von da. Der ist wieder brappenvoll, ist der. Schau, ihr macht jetzt schon 2,8 Millionen plus. 2,8 Millionen, Brudi. Brudi muss los. Mr. Spitfire, kannst du bei Zug eigentlich eine zweite Loko hängen? Ja, kannst. Beziehungsweise probieren wir einfach mal schnell aus. Warte mal. Was kosten so eine Elektrolok? Plus 30 Millionen und 5 Millionen im Jahr. Freilich kannst du mich von der DD ist akzeptabel. Eine BR 185. Die hängen wir jetzt einfach mit ohne und dann hängt die da hinten drauf. Und dann ist der Zug auch wieder mit seinen 6039 Kilowatt als ausgezeichnet registriert. Wenn wir mir jetzt den da vorne wegmachen, dann fährt er erst einmal gar nicht. Dann hängen wir den vorne dran und dann ist er wieder gut. Ja, das kann man natürlich auch machen. Kostet uns 13 Millionen, sollen wir es uns leisten? Sollen wir es uns leisten, das Ding? Sollen wir es uns leisten? Ja! Eine der Miete. Austauscht. Kämen wir nix. Schau hier, macht er nämlich schon 3,8 Millionen plus. Und jetzt fährt er wieder zurück, holt das Öl, fährt es wieder runter. Und dann können wir da mal auf die Finanzen schauen. Die letzten 24 Jahre, sagt man das? Das ist ein bisschen klar, ich weiß schon. Aber es geht schon. Da sagt man, permanent waren also blauer Strahl sind Einnahmen, rote sind Ausgaben. Und da sieht man schon, es war immer relativ konstant. Ab und zu sind Einnahmen einmal Ausbruch, also je nachdem, wie die Taktung innerhalb vom Jahr ist, ob er nur abliefert oder nicht. Und das war es jetzt gerade. Ja, 6,71 Millionen. Drücken wir mal auf Geschwindigkeitsstufe 3. Schauen wir ihm nochmal zu. Kabam, kabam, kabam. Oh, Haltbarkeit beim Zug. Gut, sehr guter Hinweis. Ja, nix gehabt. Sehr guter Hinweis. Fahrzeug verwalten. Was, nicht genug Geld? Ich drücke euch auf Kopieren, Kruzifix! Haltbarkeit 25. Was man natürlich jetzt nicht vergessen darf ist, der Zug kostet halt dann auch 25% mehr. Das heißt, wir verdienen dadurch wieder weniger. Aber er macht weniger Emissionen, er geht nicht so schnell kaputt und so weiter. Du, wenn er jede Linie mit 1, 2, 3 Millionen im Plus ist, dann hast du später 200 Linien und du hast so viel Geld, dass du noch weißt, was du möchtest. Ja, so sieht's aus. So, jetzt fährt er da oben. Er ist immer noch mit einer Million im Plus, beim 4,5 Millionen im Plus. Jetzt lädt er hoffentlich wieder genug Kunststoff ein. Ja, tut er. Ich tue das einmal da. Schaut, dass man das ein bisschen skalieren kann, damit ihr das besser lesen könnt. Ich hoffe, dass man die Zahlen in dem Tooltip da einigermaßen lesen kann. Jetzt fährt er wieder zurück aus. Ich finde das auch cool gemacht, dass du einmal da in-game halt sagst und einmal in dem Tooltip und so weiter. Das ist schon cool gemacht. Du kannst da herin sogar Kamera dran. So, jetzt sind wir da.
Haben wir bei 5 Millionen plus. Und das wird es dann gewesen sein. Zugnahme. Was wollen wir den Zug? Wie nennen wir den Zug? Gibt's mir einen Namen für den Zug? Eine damit. Eine damit. Währenddessen gehen wir es uns so trickert. Thomas! Thomas ist ein guter Name für den Zug. Achtung! Thomas! Ausrufezeichen. Jetzt bin ich bin echt gespannt, wie viel Geld das der generieren kann. Der ist immer noch bei in 4 Millionen im Plus. Mit 4 Millionen im Plus. Ja. So, was hat jetzt das, was ich dann so cool finde, das schaut jetzt aus so, ja, als darf man jetzt mit dem einen Zug mehr Geld verdienen. Ja, das ist cool. Aber das hat Auswirkungen und zwar zeigt das, dass der jetzt da mehr Kunststoff anliefert, einen Rattenschwanz entneue, der Auswirkungen noch und nöcher hat. Und zwar hat jetzt die belieferte Warenfabrik einfach konstant Kunststoff im Lager, um konstant Waren zu produzieren. Das heißt, wenn die Laster für Graz kommen zum Waren abholen und einliefern, haben immer welche da. Schauen wir da her. Deshalb müssen wir das Depot ein bisschen ausbauen, weil da zwingen Teile umeinander liegen. Machen wir Güter und dann bauen wir da ein paar Plattformen an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und auf der zweiten machen wir es auch gleich noch, weil es eh wurscht ist. Schaut besser aus. So, wie viel haben wir vorher gehabt in Graz? Wir haben vorher einen Bedarf von 170 Waren gehabt und geliefert, glaube ich, haben wir 70. Jetzt schauen wir da mal rein und merken wir, unsere Warenversorgung ist von 70 auf 105 gestiegen. Nur weil wir den einen Zug mehrere Zeit produzieren lassen. Jetzt müssen wir beobachten, haben da immer genug Waren verfügbar? Wie viel geht da rein? 32. Falls das Warenlager da jetzt übergeht, dann müssen wir einen dritten LKW in die Linie einschirmen, das quasi Waren nach Graz fährt. Und irgendwann geht da was. Was wir jetzt da auch sehen, das ist dann noch das nächste, habe ich auch schon mal kurz erklärt. Jede Industrie kann bis zu 4 Stufen aufsteigen. Momentan hat die Warenfabrik, jetzt hat es gerade umgeschaltet, diese Pfeile zeigen die so. Diese Warenfabrik hat eine Produktion von maximal 200 pro Zyklus. Ich weiß gerade nicht, wie lang oder wie schnell der Zyklus ist, aber das ist egal. Wenn du Produktion, Versand und Transport in dem blauen Bereich da aufrechterhältst für, ich glaube, 2-3 Ingame-Monate, dann steigt diese Produktion ein Level auf. Und dann produziert es nicht mehr 200, sondern 400. Dann liegen da auch automatisch wieder viel mehr Waren da herin. Dann musst du automatisch, oder nicht automatisch, du musst wieder hergehen und wieder mehrere LKWs bringen. Dann musst du hergehen und musst wieder mehrere Öl anliefern, mehrere Kunststoff anliefern und. Also später hast du da 4 Gleise und 4 Züge hin und her fahren, die sowieso wieder nicht gelangen. Aber ja. That's the game. And I fucking love it. Es ist 10 nach 10. Aber ich hab's nicht gespannt. Das sagt eigentlich alles. So. Jetzt dampft mir erst einmal, okay? Jetzt dampft mir erst einmal. Dampft mir mal und dann überlegen wir uns, was wir noch machen können. Was kann man noch machen? Vorschläge bitte. Was bauen wir heute noch? Bauen wir noch irgendwas? Bau doch gleich eine Pipeline fürs Öl. Geht leider nicht. Fürs Öl. Lül. Flughafen ist teuer. Ich glaube, der Flughafen, schauen wir einfach einmal. Mein Plan vom Flughafen. Wie ich vorher schon mal kurz erklärt habe. Zoomen wir mal raus. Einmal da, mittendrin und dann nicht ein kleiner Flugplatz, sondern einen großen Passagierflughafen. Ne? Klicken wir mal da drauf. Dauert schon erstens zum Lohn. Der kostet 15 Millionen. Ja, aber das schafft man nicht mehr. Da müssen wir Bushaltestellen hinbauen, da müssen wir Fernbusse in Landau, Wien und Straubing bauen. Dann müssen wir sowieso, bevor wir den Flughafen bauen, müssen wir erst noch 3 andere Städte miteinander mit einem Gleiskreis verbinden.
Und da würde ich nämlich vorschlagen, Graz auf alle Fälle, Cham, Neumark und Uffing. Ja, dann nehmen wir vielleicht sogar 4, weil die so schön beieinander liegen. Und da in der Mitte bauen wir den Flughafen rein und da dann die Buslinien hin. Wer war jetzt das? Henschebau! Habe die Ehre, ich bin raus. Hashtag nette Herr Henschebau. Vergesst gut, Bussi aufs Nussi und vielen herzlichen Dank für den Abend. Du weißt warum. Dankeschön. Was, da steht der Zug im Bahnhof. Was? Wo? Das habe ich nicht gesehen vorher. Passt schon. Anbei, die Gruft ist sau am Wochenende, war gescheit gut. Nice. Es ist 2 Stahl da. Schön gesehen. Wer hat das gesehen? Wer hat das so aufmerksam gehabt? Sehr aufmerksam beobachtet. Schauen wir uns mal die Entwicklung im Ding an. Im Lager ist aber genug. Also wir können das schon abtrennen, aber es hilft nicht recht fest. Stoppt irgendwann, wenn wir nicht nur Kunststoff anliefern. Wir werden früher oder später 2 Züge fahren lassen müssen. Einen speziell fürs Öl, einen nur für den Kunststoff hin und her. Sonst haut das nicht, sonst rendiert sich das nicht und es geht nicht schnell genug. Aber du hast nicht ganz unrecht, da liegt sauber 2 Stahl. Da liegt überhaupt nicht, da liegt nicht 2 Stahl. Haben bloß 22, das waren kleine Symbole. Hat man vielleicht aus der Entfernung nicht gescheit gesehen. Das wenn jetzt 4 große Symbole waren, dann hätten da über 200 Stahl liegen, dann war das sauber 2 für die eine Station. Das war sauber 2. Aber gut, Uffing mit dem Zeug beliefern, wo jetzt machen. Uffing kann man mit was beliefern. Mit was kann man Uffing gleich wieder beliefern? Ah ja, das geht easy. Das machen wir heute noch schnell. Das geht easy peasy. Jetzt bei so Wacht. Uffing kriegt einen Treibstoff. Ja? Uffing ist zwar eine kleine Stadt am Rande, aber wurscht, so einfach nicht sagen, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Jetzt bei so Wacht. Da bauen wir jetzt erst einmal einen Uffing. Also hier eine Schnellstraße ohne. Da bauen wir jetzt mal eine dicke Schnellstraße ohne. So, Uffing. Dann, wo kriegt Uffing das Zeug her? Von da. Bauen wir da eine zweite Schnellstraße ohne. Sowas geht aber schnell, das gefällt mir gut. Machen wir so. Begradigen, nice. Dann machen wir so. Nice. So, später wird da ein Gleis draus. Ja. Ich mache am Anfang immer einfache Depots und Laster. Und wenn dann Uffing am Wachsen ist, im Late Game, ganz spät dann irgendwann, werden meistens Züge und Gleise draus. So. Einmal ein Depot hier. Dann das ist das Auslieferungsdepot, dann machen wir das Anlieferungsdepot, machen wir daher. Und dann braucht Uffing auf alle Fälle, ja, hab schon gesehen, das platzieren wir genau da in der Mitte herin. Machen wir so. Zack, zack, das Böhnchen. Dann nehmen wir eine Inlandsstraße. Ziehen wir da gleich mal so ein Ding da quer. Konfigurieren. Kriege ich da hinten wieder die Straße nicht ohne. Meine Güte, das. Manchmal nervt das Bausystem, nervt's schon. Manchmal nervt es ein wenig, aber dann ist mir nicht mehr so besser, weil es eigentlich ein ganz geiles Bausystem ist. Machen wir es halt so. Geht ja auch. So, dann ist das. Und da liefert man es in Uffing ab. Wir schauen mal einmal ganz kurz, wie die Geschichte ausschaut. Warenanlieferung, es ist alles im weißen Bereich, was irgendwie Treibstoff braucht. Das ist quasi gelb, das Industriegebiet und diese Flammen brauchen Treibstoff. Und das eine Depot da in der Mitte, beziehungsweise die eine Station in der Mitte, deckt alles ab. Wunderbar. Dann brauchen wir noch auf die Schnellstraße daher. Jawohl. Und dann noch ein Depot, wo wir den Treibstoff dann abholen. Wissen Sie was? Da machen wir gleich so. Machen wir gleich so. So. Ja, die kann man mittlerweile so weit wegbauen. Und die haben immer noch im Einzugsbereich. Also ich bin jetzt da mit meinem Abholdepot ewig weit vom Treibstoff weg und von da hole ich den Treibstoff. Das ist eine ziemlich kurze Strecke, die da gefahren wird. Aber das wollen wir ja auch. So, Uffing, dann müssen wir Linien generieren, ja? In logischen Schritten, eins nach dem anderen. Neue Linie. Als erstes, was wir brauchen, ist das Rohöl zum Treibstoff. Beziehungsweise das raffinierte Öl, Pfeil, Treibstoff. Enter. Öl, Treibstoff. Dann markieren wir in Cham Nord, holen wir es. No, wieso geht's da nicht? In Uffing Abzweigung liefert man es ab. Erste Linie. Dann zweite Linie. Uffing, Pfeil,
Treibstoff. Wie ich es am Anfang schon erklärt habe, ich benenne meine Linien immer am Anfang nach Stadtname, wenn es eine direkte Belieferung ist und fertig. So, der Treibstoff wird selbstverständlich rot und wird in Unteruffing kalt. Was haben wir da? Die dusselige Maxi! Danke dir! Woher kennst du Kammbirge? Weiß ich nicht, weil ich da in der Natten halt wohne. Niederbayern und allgemein Bayern ist jetzt auch nicht so groß und Kam ist jetzt auch nicht so klar, dass man es nicht kennt. Und es ist gar nicht so weit weg von da. So, danke dir übrigens. Ja, das sind unsere 2 Linien. Mehr brauchen wir im Prinzip nicht. Und dann bauen wir noch... Haben wir in der Nacht irgendwo ein Fahrzeugdepot, das da auf die Schnelle hinkommt? Wahrscheinlich nicht. Dann bauen wir eins, haben wir eh genug. Haben wir mit 3 Millionen im Plus. Easy squeezy lemon cheesy. Birger, du Volldepp. Was Straßenfahrzeugdepot, das brauchen wir. Das schließen wir da an. Dann gehen wir her. Wir brauchen ein Cargo. Was brauchen wir als erstes, haben wir gesagt? Öl. Dann nehmen wir einen Öllaster. Sauberen Öllaster, dann nehmen wir vorerst einmal einen, das gelangt. Jawohl. Den fahren wir ein, schön dunkelbraun wie das Öl, was eigentlich ja fast schwarz ist. Und dann müssen wir den der Linie zuweisen. Und zwar dieser hier. Wir wollen nochmal Öl zu Treibstoff transportieren. Wir nehmen da herum unseren lustigen Laster. Öl, Treibstoff. Plupp, was passiert? Da haben wir das Foto raus. Schauen wir am Laster ein wenig zu. Schaut nie. Schauen wir mal, ob der Öltankerfahrer auch einen Anzug hat. Ich meine nämlich schon. Ja, der haben alle einen Anzug an. Was? Die Depots näher an die Raffinerie ran, dann machen die mehr. Wieso denn das? Wenn du zum Abliefern nicht ein Depot baust, sondern nur eine Lieferstation, bist günstiger und hat die gleiche Reichweite bei weniger Lärm und Emissionen. Das Ding da meinst du, gell? LKW-Entladehaltestelle. Kleine LKW-Haltestelle zum Entladen von Gütern, die auf dem Gehsteig platziert wird. Das, was mir da an dem Ding nicht gefällt, ist, dass wenn da später einmal 5 Laster da Treibstoff reinfahren, dann blockieren sie den ganzen Tag die Straße. Und 3 oder 4 Laster passen in das Depot ein und stellen sich schön hintereinander in einer Schlange und blockieren die Straße nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Depots mitten einbaue. Vielleicht tauschen wir die irgendwann mal aus, okay? So, was wollten wir bauen? Irgendwas wollten wir bauen. Fährt jetzt der andere eigentlich da schon Öl umeinander? Ja, tut er. Also, der Treibstoffsepp, Moment, der glaube ich kriegt gerade seine erste Ölladung. Ah ja, oder 2 im Lager, passt. Dann brauchen wir aber einen Treibstofftanker, nochmal einen Treibstofftanker. Katsching. Den fahren wir mir rot. Stellen wir gleich mal auf 25% und fügen wir eine uffigen Treibstofflinie hinzu. Das glaube ich haben wir bei ihm nicht gemacht mit den 25%, gell? Das machen wir schon noch. Ja. Und das ist so eine einfache Linie, ja. Also wirklich eine eindimensionale Linie, die macht man mal nie plus, nie minus. Ja. Und der erste Treibstoff ist schon produziert, ist da schon eingelagert. Da kommt der Treibstoffsepp. Schaut's rein an. Schaut's rein an. Oh, da hat schon 3 dabei. Schau hin. Vielleicht können wir sogar mal live begutachten. Da kann man da eigentlich auch Waren aufliefern, oder? Die haben auch gar nicht so weit weg. Die haben da kann man eigentlich auch einen LKW da entlang fahren lassen. Schauen wir mal. Dann hat Uffing beides. Kann wachsen. Uffing. Hashtag Uffing muss wachsen. So, jetzt pass auf. Wir haben bei 337 Einwohnern und die erste Ladung von Treibstoff müsste eigentlich gleich kommen. Schauen wir uns das mal an. Da fährt einer der Laster. Der blendet sogar, wenn er ums Eck fährt. Mr. Daniel! Vergesst gut, der Bürger wollte gestern was, jetzt warte mal. Moment, ich schau mir die Donation gleich an. Jetzt muss ich schnell schauen, was passiert, wenn der das Zeug abliefert. So, wir haben 2 Treibstoff abgeliefert und es passiert nichts. Wir haben nur 337 einmal. Es muss halt ein bisschen mehr werden. Ja, das muss jetzt auch wieder erst einpendeln. Währenddessen sie das einpendelt, schauen wir mal, wer war das. Der Anti-Daniel R&B. Der Bürger wollte gestern in Modern Warfare schon nachjoinen. Grüße aus Fichtach. Just no. No. Don't do it. Don't do it.
Wer war der andere jetzt? Das war der Spitfire, glaube ich. Der Öl-KW hat das Mortal Kombat Logo im Grill. Was? You serious? Alter, wem fällt denn sowas auf? Sehr schön aufpasst. Spitfire, press F for Respect für den Spitfire. Nice. Hashtag Linz muss wachsen. Das Mortal Kombat, ja. Das ist wirklich, was ich denke mir die ganze Zeit, es passt eh kein Sau nicht auf, was ich da tue und sage, und ihr seht das Mortal Kombat Logo auf dem Öl-KW, wohlgemerkt. Auf dem Öl-KW. Ich krieg noch mal einen Vogel mit euch gleich. So, jetzt ist die Frage, warum wird da nicht mehr Treibstoff produziert? Was ist da los? Was ist da los? Wie viel Öl steht denn da zur Verfügung? 2. Möchtest du mich total trollen? Checker von Dolling 38. Was soll der Kass? Müssten wir unseren, den müssten wir auch mal. Was ist denn eigentlich, oder was habe ich mir da eigentlich gedacht? Schau dir mal den an. Schau dir mal den. Moment, wo ist denn? Weil das ist der billigste Zug, den man sich irgendwie bauen kann, den müssen wir jetzt auch mehr austauschen. Kinder, den müssen wir jetzt auch mehr austauschen. Weg mit dem Scheiß. Dann nehmen wir eine BR218, das ist eine wunderschöne Diesellok. Die gefällt mir richtig gut. Cargo, dann nehmen wir auch die fetten Tanks, und zwar 5. Ja, nehmen wir 6, weil wir es haben. Brudi, weil wir es haben. Ja? Weil wir es einfach haben. Austauscht, und dann machen wir schön braun. Schön braun, und jetzt Foto da. Jetzt hol ich mal das ganze Ei her. Hol ich mal das Ei jetzt daher, weil das ein Witz ist. Raiden! Hab ich Mortal Kombat? Komm hier! Na, come over here! So sagt das. Jetzt mal, wenn ich den Ton hier. Come over here! Das Flashback-Level 9000, Alter. So, jetzt können wir da nämlich 120 Einheiten transportieren. Und da ist eh nichts im Lager, deswegen produziert er nichts. Haben wir den Ding echt grütze fix, Alter. Da haben wir mir quasi, das ist das Problem, wir haben doch vorher den Zug größer gemacht. Den mit Öl und Kunststoff. Und jetzt transportiert der so viel Zeug ab, dass der Kleine nicht mehr nachkommt. Das heißt, wir haben mitten in der Produktionskette was erhöht. Und vorher habe ich noch vom Rattenschwanz irgendwas erzählt, der wo sich da nachzieht, aber an das habe ich nicht gedacht, dass der erste Zulieferer, also die erste Ebene in der Zulieferkette natürlich auch wachsen muss. Ist eh klar. Und dann wundert ich mich da, dass da bloß 2 oder 3 Öl da liegen. Ja, das ist eh klar. Wie viel haben wir da? 80. Außerdem der ist auch auf 400 gestiegen. Das muss weiter steigen wieder. Rattenschwanz-Simulator 2020. Bester Simulator. So, Ufing, wie schaut's aus bei dir? Haben wir schon. Ja, plus 10%, aber 5 weniger Einwohner. Das verstehe ich nicht. I don't get it. Der Ufinger hat keinen Bock auf Treibstoff, Alter. Da wohnt Thunberg, der Thunberg-Sepp. Abwarten wird schon. Bringt das schon 6, aber er ist mit 200.000 im Minus. Das ist nix. Das ist natürlich nix. Aber er kriegt auch keine Produktion nicht, weil der andere kein Öl nicht zu ihr bringt. Er bringt nämlich 9 Öl. Leck mir am Arsch mit deinen 9 Öl. Was ist mit dir, Alter? Der kann nicht mehr Öl produzieren, oder was? Müssen wir noch eine zweite Öl, da oben ist nur ein Öltanker. Da ist nur ein Öltanker. Dann ist es ähnlich wie in Anno, da wo du zum Beispiel 2 Getreidefarmen brauchst für eine Mühle. So ist da dann auch, dann brauchst du 2 Ölquellen für eine Ölraffinerie, damit die halt maximal ausgelast ist. Und so weiter. Also das hört nie auf, das Spiel. Und jetzt haben wir noch nicht einmal eine einzige Stadt mit allen Gütern versorgt. Wir haben noch gar nichts gemacht, Alter. Mosi! Was schreibt der Mosi? Mosi! So, bin jetzt zu Hause. Hashtag Netti. Merci für den Euro, Alter. Jetzt gibt der passt schon nochmal. Warte, Achtung, da hinten kommt er. So, ein Flughafen. Der Flughafen ist definitiv unser Plan. Sag ich euch, was es ist. Der Flughafen ist definitiv unser Plan, aber da ist nur ein wenig hin. Da ist wirklich nur ein wenig hin. Und da kommen wir in 2 Stunden in die Streams nicht weit. Darum, also, ich sag euch jetzt was. Jetzt sehen wir jetzt mal speichern. Okay? Speichern. Es ist wirklich, Moment, muss ich ein wenig leiser machen. So. Es ist wirklich sagenhaft, wie ihr Bock auf das Spiel habt. Es ist wirklich, das habe ich nicht kommen sehen. Das eröffnet generell für den ganzen Stream da herin
vollkommen neue Türen und neue Spiele und so weiter. Das ist euch hoffentlich auch klar. Das heißt nicht, dass wir das, was wir bis jetzt gespielt haben, nicht mehr spielen, sprich Shooter, sprich Horrorspiele und so weiter. Wenn was Gescheites da ist, werden wir das natürlich. Aber das da werden wir definitiv weiterspielen. Das ist da aber auch klar. Reisinger! Graz ist übrigens im Hintergrund. Hashtag Graz. Hashtag Lieblingsnachbarn. So. Erst einmal an alle, die neu dabei sind, ein herzliches Hallöchen, ich bin der Birger, ich stream relativ regelmäßig, ich bin sogar ein bisschen stolz auf mich, ich stream regelmäßig, Montag und Mittwoch ab 20 Uhr bis in der Regel 22 Uhr. Bin eigentlich YouTuber für Blödsinn. Mittlerweile aber mehr Gaming-Streamer als YouTube, wenn man so will. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf alle Fälle mal einen Daumen da. Das ist einmal das allererste. Danke für eure ganzen Donations. Fix. Wir werden das noch öfter spielen. Und ich habe heute nicht so ganz ausgekehrt, was die Corona-Maßnahmen sind. Sperren jetzt am Montag Geschäfte wieder auf oder erst am 4. Mai? Oder haben sie bloß die Schulen mit dem 4. Mai? Herr Kulzer, egal wie gut du fährst, der Bürger fährt Güte. Alter, den Drucker auf ein T-Shirt, das ist da aber schon klar. Lül. Oder Press F. Brudi, Press F. Der Kommentar hat gewonnen. Der hat definitiv gewonnen. Egal wie gut du fährst, der Bürger fährt Güter. Lül. Den drucke ich mit Widmung auf ein T-Shirt. Das ist doch auch klar, hoffentlich. Chris, wir brauchen mal irgendwas als Zugführer mit dem Zug. Unbedingt, Alter. Oh, leck. So, ja, das ist Official Ili. Pass auf, du schreibst da, alle Geschäfte unter 800 Quadratmeter dürfen aufmachen. Ja, ab wann? Ab morgen? Ab Montag? Ab wann? Weiß ich nicht. Also da wird wieder so viel unklare Scheiße kommuniziert, da wo ich da sitze und denke mir so, wie soll das jetzt laufen? Dann heißt es aber, alle Geschäfte unter 800 Quadratmeter mit speziellen Hygieneauflagen. Welche scheiß Auflagen? Ich hab nichts gehört von Auflagen, da steht nirgendwo was von Auflagen. Keine Ahnung. Ja, fangt dabei auch schon. Ab 11.05., ab 4. Mai, ab Montag. Seien wir uns ehrlich, kein Mensch weiß. Und dann kommt der Söder am Schluss noch, nichts gegen Söder um Gottes Willen, der macht momentan einen relativ guten Job und sagt dann nur so, ja, in ein paar Dinge wird sich Bayern aber zurückhalten. Wie zum Beispiel, dass erst am 11.05. die Schulen aufgemacht werden und nicht am 4. Also weiß ich nicht, ob das mit den Geschäften bei uns auch so ist. Also keine Ahnung. Da krieg ich's kotzen. Herr Wolf, das Jahr noch die 100.000 Abo knacken. Hashtag bester Squad. Herr Leon Wolf, vergeht's für den Euro und Hashtag bester Squad. So, da momentan, die Woche ist noch zu Hause arbeiten, ja, muss ich nicht in die Arbeit. Wie das ab nächster Woche ausschaut, weiß ich nicht. Bis jetzt gibt's noch die Samstag-Streams, mehr oder weniger angekündigt. Aber ich hab Bock auf das Spiel, deswegen werden wir uns sehr wahrscheinlich am Samstag treffen. Ne? Sehr wahrscheinlich werden wir uns am Samstag treffen. Und ja, mehr mag ich jetzt nicht sagen. Falls ich am Samstag nicht komme, dann hilft's auch nicht. Dann habe ich heute fast ein kleines Add-on How-To fertig gemacht, dann kommt das am Sonntag. Okay? Meister, die Strategie bei den Flughafen nennt sie Hub and Spoke. Das hört sich so real an, dass ich da jetzt fast hinterfragen muss, was du genau meinst. Aber ich mag nicht, dass du nur mit Geld schmeißt. Das ist halt sowieso schon wieder mit sauer 2 Geld geschmissen worden. So, dann das nächste, weil da schon wieder jemand fragt, bleibt der Stream online? Alle meine Streams bleiben online und sind online. Das Problem ist, oder das heißt Problem, ich mag nicht, dass meine Streams auf live geschaltet sind, also auf auffindbar geschaltet sind, sondern die stehen alle auf nicht gelistet. Um die zu finden, gibst du nicht in der Suche ein Birger, Transportfever oder Doom oder whatever, sondern du gibst einfach nur ein Birger, gehst in meinen Kanal und da haben alle Playlists, alle vergangenen Zock-Streams. Wem jetzt ultra langweilig ist, da müssten mittlerweile 300, 400 Stunden Streams drin sein, das du geben kannst.
deren einige, wird mir auch relativ oft geschrieben, dass das Leute, die sich das nachträglich anschauen. Oder wieder anschauen oder wie auch immer. Reisinger, merci schon wieder, zwecks Corona. Also ich bin schon wieder in der Hocke. Hoffentlich können die Lieblingsnachbarn bald wieder über die Grenze. Unser Dogomama muss bald deckt werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so massiv wichtig ist, aber ja. Lagerstraße. Merci, Herr Reisinger, weiß das schon, wie es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz zufrieden, wenn noch den ganzen April zugesperrt war, sage ich euch auch ganz ehrlich. Und ansonsten beginnt nächste Woche, oder ich weiß nicht, wie es für mich ausschaut speziell, ich weiß nicht, ich muss auch erst mit meinem Chef telefonieren nochmal und dann werden wir schon sehen. Ja, dann werden wir schon sehen, aber ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche noch Homeoffice habe, wenn ich nicht sogar dauerhaft weiterhin Homeoffice habe, solange es noch irgendwie geht, weil es geht sowieso. Und dann werden wir es schon sehen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was da rauskommt. Wir werden sehen. Ich darf jetzt sagen, wir sehen uns allerspätestens, wenn ich dazwischen mich nicht rühre, am Montag mit Resident Evil 3. Ansonsten, ich bin mir relativ sicher, am Samstag mit nochmal einer Runde Transport Fever. Ich mag mir jetzt auch nicht kaputt zocken dran, ja. Wenn wir mir das jetzt suchten wie die Behinderten, dann ist es am Wochenende, wird man langweilig, dann spielen wir es nie wieder. Das ist auch ein Kass. Samstag Transport Fever, eventuell. Montag Resident Evil 3, nächsten Mittwoch, da habe ich heute schon ein paar Leute enttäuscht, Half-Life Alyx wird weitergespielt, auf alle Fälle. Wenn das gut ist, fügen wir entweder das später ein, der wir da immer wieder mal hier und dann sehen wir es schon, keine Ahnung. Eventuell kommt am Sonntag, ansonsten am Sonntag in einer Woche ein How-To-Add-on zu einem Thema, das bereits existiert. Und jetzt ist Ruhe, fix Mai, nochmal. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt schaue ich, ob von meinen Spätzchen irgendjemand da ist zum Call of Duty zocken und ansonsten gehe ich schleudern. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Es tut mir so leid, dass ich während dem Spiel so viele Donations auf der Seite übersehe, aber wenn ich auf jede einzelne reagiere, dann besteht der Stream nur noch aus Donatereien und das mag ich einfach 1300 bis 1500 Leute nicht oder. Werde ich jetzt öfter sagen, wahrscheinlich solange es so dahin geht. Vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für, dass euch das Spiel taugt. Das ist das Allergeilste, was jemals passiert ist, wenn du mich fragst. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns sowieso. Ja, haut euch rein. Bussi aufs Nussi, Press F für Respekt für die Moderatoren. Und wen haben wir da noch? Schwindelgisse, der Birger war immer geil dazu zum Schauen. Bitte, wann kommt ein neues Lied? Wann kommt ein neues Lied? Da, wenn ich ganz ehrlich einmal drüber rede, da ja genau, um ehrlich zu sein, ist sehr desaströs im Vergleich zu allem, was ich bis jetzt gemacht habe. Okay, ist, weiß ich noch nicht, wann das nächste kommt. Okay? Wipe out! Sie fix, ich bin zu spät. Scheiße. Da kannst du den Stream im Nachhinein anschauen. Kurze Info noch, für die Leute, die sich die Streams im Nachhinein anschauen. Wenn der Stream länger dauert wie 2 Stunden, was heute zum Beispiel der Fall ist, dann wird alles bis auf 2 Stunden vorn weggeschnitten. Das dauert bis morgen oder so, bis der ganz verfügbar ist. Wenn ihr den sofort ganz anschauen möchtet, weiß ich nicht, die erste Stunde versammelt habt, dann geht's auf Twitch, sucht's nach Birger zockt und dann ist ebenfalls da ein Video verfügbar für 1 oder 2 Wochen lang und da ist er dann ganz drin. Auch in übrigens einer besseren Qualität wie in der YouTube-Obit, um ganz ehrlich zu sein. So, jetzt nochmal, nice Lied. Ja genau, ist um ehrlich zu sein, ziemlich desaströs angekommen im Vergleich zu dem, was ich sonst so gemacht habe. Darum bin ich mir nicht so ganz sicher, wie viel Bock sowas demotiviert. Erstens, zweitens war es Schwachsinn, blind weiterzumachen. Also, und demotiviert natürlich auch. Dementsprechend wenig Bock habe ich auf das nächste Lied. Aber es kommt eins. Es kommt im Mai auf alle Fälle eins. Ja? 4-Wochen-Takt war angedacht, alle 4 Wochen eins, behalten wir vorerst einmal noch bei. Okay? So, und dann schauen wir weiter. Und jetzt schleicht euch ins Bettal, kriegt ein Bussi aufs Bauchhall, schlaft's gut, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für überhaupt und sowieso. Haut euch ins Bett, habe